SOGSD da Batzen Oscuade. Ja, wir. Wo machen wir beieinander? Geht da was? Offensichtlich, beim Herbert geht was. Herbert, einen wunderschönen guten Morgen. Danke dir für deinen Resub, auch schon im 14. Monat. Holy shit, das ist so geisteskranke Zeit. Danke dir. Weiterhin willkommen in der Basic und viel Spaß mit den Mods. Ja, ich werde es der Frau Bazi dann ausrichten, wenn wir da mit der Chose da fertig haben. Die feiert jetzt quasi da hinten, ne? Ein Hausmauer weiter feiert die jetzt quasi mit 12 anderen Mädchen, Frauen, schon so ein bisschen ihren Geburtstag, die deren brunchen. Und da ich mich da ich da nicht brauchbar bin, sag ich jetzt einmal, hab ich mir gedacht, ich werd da mal einer streamen. Das ist der zweifache Super Saiyajin, die zweite Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Einen wunderschönen guten Morgen Gamap 98 Lars Gamap 98 HAWEDEYEY Gamap 98 Lars. Mr. Ripsy, vielen lieben Dank auch an dich für deinen Resub schon im 2. Monat. Geht's jetzt zum 2-fachen Super Saiyajin. Danke dir. Ich wünsche dir natürlich auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Weiterhin viel Spaß in der Bazi-Gang und auch viel Spaß mit den Emotes an dich, mein Freund. Dankeschön. Und ja, servus, ich muss Kaffee holen für die Mai. Oh, ja, Kaffee ist, wo ist ein Teufel? Kaffee ist, die Kaffeebeauftragte bei uns ist ja bekanntermaßen Teufel. Die wird schon irgendwann daherkommen. Glaube ich, hoffe, denke. Wird schon. Leute, wie geht's euch? Geht's euch gut? Jetzt kommt der nächste, was ist denn jetzt schon wieder? Das ist ja ein Wahnsinn. Jetzt kommt der Herr Oberst da daher. Ich bin ja schon wieder runter in der Früh. Ja. Habe die Ehre. Mr. Day Zero, danke dir. Resub im 15. Monat, ja? Wahnsinn. Lange Zeit. Day Zero, danke dir. Viel Spaß mit den Mods und natürlich weiterhin in der Basic-Gang, Herr Oberst. Ja? Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich hab morgen übrigens doch nicht Nachtschicht, weil jetzt ist ja eingefallen, wir haben keine Arbeit. Naja, gut. Was soll ich machen? Das zweite heißt das... Nein, nehmen wir... Diesen... Aber gescheit. Moring Heißgetränk. Wifi, moin. Danke dir für deinen Resub. Was, du hast 6 Monate geschenkt? Ja, ein 6-monatiges Geschenk, aber im 2. Monat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, in was für einem Monat. Du bist, ich tippe jetzt einmal im 6. Monat. Danke dir. Weiterhin willkommen in der Basic und viel Spaß mit dem Mods. Wer Kaffee braucht, bedient sich bitte bei der Wifi. Ja? Die Wifi hat wieder ausreichend Kaffee für uns alle mitgenommen. Jetzt muss ich nochmal, was hat der Rübsig gesagt? Das zweite heißt, dass wir näher mal weg. Also, okay. Ja, aber danke für dein Bit. Ach, das 6-monatige Geschenk-Abo von Synchromike ist in den 2. Monat gestartet. Ja, das macht Sinn. 8. Monat. Okay, 8. Monat. Wahnsinn. Okay, Entschuldigung. Frau Wifi hat nächsten Monat einen Babybazi. Ne? Frau Wifi erwartet einen Babybazi. Ich hoffe, sie halten sich an die strikten Vorgaben einer Bazi-Züchtigung. Nein, das sage ich jetzt nicht. Das hört sich komisch schon. Aber in einem Monat ist es soweit, ja? Und ciao. Resub Samstag. Ja, offensichtlich. Also ich mein, jetzt bin ich vielleicht 3 Minuten da. Das ist scheinbar wirklich Resub Samstag. Ich weiß auch nicht. Ja, nur noch Resubs an Halbdrink statt. Also ich mein. Lol. Mahlzeit. Ja, eine wunderschöne Mahlzeit, Mr. Opze, gut so wusst. Danke dir auch an dich für deinen Resub im 14. Monat. Ja? Also hatten schon ein Haufen langmonatige. Den hättest du ja wirklich vorher triggern können, oder? Den hättest du ja mal wirklich vorher reindrucken können. Ja, es geht rund in den ersten Minuten scheinbar schon wieder. Sehr gut. So, Option, danke dir für deinen Resub im 14. Monat. Weiterhin willkommen in der Basic und viel Spaß mit dem Mods. Danke dir für euren langmonatigen Support die ganze Zeit über. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der wo jetzt da gerade mit seinen Resubs geschmissen hat und allein durch das schon wieder ein Hype-Train
Der Zug nach Mittelerde fährt. Ne? Wir sitzen mal im Zug. Nennen wir es einfach einmal so. Ist das in Ordnung, wenn wir so sagen, der Zug nach Mittelerde ist soeben abgefahren? Ich hoffe, ihr habt es alle an Bord, weil wie ihr sehen könnt, Freunde, das kriege ich nie auf Ketten. Da. Wir gehen heute einmal uns in Mittelerde umschauen, was da so geboten ist. Da hat es geheißen, da ist irgendein Schmuckhändler, der wo so einen ganz sonderbaren Ring für uns auf Lager hat. Und um den sollten wir uns irgendwie ein wenig kümmern, habe ich gehört. Ja? Da gehen wir natürlich am Reisebüro seinen Tipp nachher und schauen uns das mal an. Ne? Nee, wollt's nicht. Ja, okay, ist akzeptiert. Bist entschuldigt. Ihr wollt damit Zug fahren? Ja, willkommen. Willkommen bei den Zugfahrer. Willkommen bei den Zugfahrer. Was mir gerade einfällt, ich muss ja ein wenig leiser machen, gell? Ich meine, das glaube ich war keine schlechte Idee nicht. Schön. So. Freifahrt nach Mora. Ja. Nach Mora können wir heute noch nicht, aber es ist geplant, dass wir da mal hinschauen. Ja? Also wir schauen uns einmal so ein paar Winkel in Mittelerde an, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. So, Freunde der Sonne. Ich soll jetzt vielleicht dazu sagen, der eine oder andere im Chat weiß ja meine Adresse. Ja? Frau Bazi ist ja gewissermaßen sehr um mein leibliches Wohl besorgt und hat mir einfach einmal vorm Stream einen ganzen Teller SZ-Schnitten hergestellt, die wo überblieben haben. Sie haben gesagt, da ist ja ein Iber. Und ich schaue den Teller so an und denke mir so, danach brauche ich wahrscheinlich Insulin, wenn ich das jetzt alles im Stream verdruck. Wenn ich mal nach hochrenne hätte, was es halt sonst noch alles zum Essen gibt, dann meine ich, ist, ja, egal. Mike Habedere. Guten Morgen. Ja, Freunde der Sonne. Was tun wir denn jetzt eigentlich genau? Wir spielen heute der Herr der Ringe, die Gefährten. Ja? Es handelt sich dabei um ein PS2-Spiel. Ja? Das Spiel habe ich damals als Kind sehr, sehr viel gespielt, sehr, sehr oft gespielt. Ist quasi für mich selber so ein bisschen ein geheimer Klassiker. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt. Für die Leute, die es nicht kennen, dieses Spiel hat weder Filmmusik noch Originalsynchro und geht auch nicht die Filme nach. Also das Spiel basiert hauptsächlich den Büchern nach, habe mir sagen lassen im Nachhinein. Das heißt, es wird ein bisschen vom Film abwandeln. Ja? Oder besser gesagt, man sollte eigentlich so sagen, das Spiel folgt der Originalvorlage. Ja? Das Spiel wirkt vielleicht am Anfang, gerade wenn man es nicht kennt, ein bisschen edgy, ist aber zum Zuschauen wirklich ganz, ganz gemütlich. Ja? Und ich glaube, es wird Ihnen gefallen. Ja? Ich bin mir jetzt über die Spieldauer nicht mehr so ganz im Klaren, wie lange das Spiel ungefähr geht. Ich glaube jetzt mal sagen, so ungefähr 10 Stunden. Die Herr der Ringe-Spiele, also vor allem die Trilogie-Spiele, die sind alle nicht allzu lang. Aber doch unterhaltsam, da ich sagen. Ja, der Plan war, dass wir mir alle 3 Teile spielen, also Gefährten, die 2 Türme und eben Rückkehr des Königs. Rückkehr des Königs bei der bis heute eins der besten Herr der Ringe-Spiele, wenn nicht sogar das beste Herr der Ringe-Spiel, was sie jemals auf den Markt gebracht haben. Aber da reden wir dann, wenn es einmal so weit ist. Gut, Leute, danke für den Hype-Train. Durch Resubs. Henker Support, wie immer, geisteskrank. So. Wenn natürlich irgendwer im Chat ist, der mit den Büchern vertraut ist, ja, ich bin es ja leider nicht, oder soll ich sagen, Gott sei Dank nicht, ich habe die Bücher nicht gelesen, wenn aber jetzt natürlich jemand im Chat ist, der sehr vertraut ist mit den Büchern, dann kann er gern jederzeit irgendwelche Facts oder ja, irgendwelche Hintergrundsachen gern in den Chat schreiben. Spoilern, denke ich mal, jeder wird Herr der Ringe kennen. Ich glaube, Spoilern ist in dem Fall nicht so dramatisch, weil, wie gesagt, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass 95% der Leute im Chat die Geschichte von Herr der Ringe kennen. Aber gut. So. Der Stream geht heute ungefähr bis um 12 Uhr. Frau Bazi, das habe ich schon angesprochen, die hat heute Geburtstag. Und ich werde dann jetzt bis Mittag ungefähr, werden wir uns ein wenig in Mittelerde umschauen. Und dann tut es für heute. Der Stream heute ist eher sehr spontan entstanden, der war ja eigentlich gar nicht geplant gewesen. Von daher, glaube ich, passt das schon, wenn wir so bis Mittag ein wenig dahin tun. Morgen ist es so, da ist ja der Last of Us Finalstream angekündigt, den werden wir auch machen. Da fahren wir, stand jetzt ganz normal um 10 Uhr an. Geht dann ungefähr bis 12 Uhr auf alle Fälle nahtlos, 12 Uhr, halb 1, dann muss ich mal schnell geschwind 5 bis 10 Minuten in der Pause gehen, weil da der Schwiegerpapa kurz vorbeikommt.
Den muss ich kurz helfen und dann tun wir dann da in The Last of Us natürlich wieder ganz normal weiter. Also wir spielen es morgen definitiv fertig. So viel dazu. Mehr habe ich jetzt dabei, glaube ich, nicht zum Sagen. Deswegen, da ich sagen, schauen wir uns das Spiel mal an. Haben wir da Bock drauf? Ich glaube schon. Ich glaube, da haben wir Bock drauf. Müssen wir mal schauen. So. Machen wir da mal leise, damit nichts passiert. Genau. Natürlich wieder top vorbereitet, nicht. So. Aha, ich hör da drüben schon das Geschnodert. Ich hör schon, Freunde der Sonne. Gut, dass ich mein neues Canceling Headset schon aufgesetzt habe. Ja. Ich sag's nur mal dazu. Da kommen halt 12 Frauen. Da die liegen, wenn ich sage, da die kann man vor wie der Papst. Aber gut. Steht auf einem anderen Zettel, da ich sagen. So, jetzt starten wir da mal. Ich habe also ein bisschen Overlay gebastelt. So ein kleines bisschen. So ein kleines bisschen. Ah, Kindheit, PlayStation 2. Das war meine erste Spielekonsole, meine erste eigene. Das war meine erste eigene Spielekonsole. Eine in die Orks. Orks werden wir heute tatsächlich auch noch nicht sehen. Wir werden noch welche sehen im Laufe des Spiels, aber wir werden sie nicht heute sehen. So. Ihr dürft mal bitte schon wieder ganz laut schreien, wenn was mit dem Ton nicht passt. Ich habe den jetzt einfach mal pro forma eingestellt. Er soll ja eigentlich passen, also zumindest nach der Testaufnahme, die ich gestern noch gemacht habe. Soll jetzt zu laut oder zu leise sein, dann sagt es mir einfach bitte Bescheid. Ja? Kurze Frage in den Chat. Kennt wer das Spiel? Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass nur sehr, sehr wenige kennen. Ich weiß, dass der Dampfi kennt, falls er da ist. Das hat er gestern nämlich im Discord-Voice noch angesprochen. Er kennt nur die ersten 3 Teile. Du bist dir nicht sicher, kann es sein, okay? Option kennt es auch nicht. Die Musik von der Blazy 2, die ist Liebe, oder? Blazy 2 Musik, Liebe. Gut. Perfekt. Dann, da ich sagen, fangen wir an. Wie gesagt, das Spiel, ich sag's nur mal dazu, es gibt keine Originalmusik vom Film, es gibt keine Originalstimmen vom Film. Das Spiel ist noch völlig unabhängig davon entstanden. Ab die 2 Türme, also ab dem zweiten Teil, schaut die Sache ganz anders aus. Kleiner als 3, das wird Buit Ajoa Heast. Smiley mit Freudentränen. Herst, das wird ein Jahr bis deppert. Ja, Wahnsinn, Marschall, Herst. Das ist ein Wahnsinn. Es ist 10 Monate in der Bazi. Ich kann es leider nicht so gut, aber ja, zuerst einmal habe ich die Ehre und danke dir für deinen Resub im 10. Monat. Der Babybazi ist schon einen Monat alt. Ich hoffe, er ist dabei gut gewachsen und gut gedeiht. Danke dir. Viel Spaß weiterhin in der Basis-Gang und viel Spaß mit den Mods. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon ein Motto habe, keine Ahnung. Der wird sich schon rühren irgendwann. Und falls ja, können wir dann für Tersi bitte mal schnell einen Shoutout machen. Bitte, Dankeschön. Und wenn er jetzt noch kein Mod nicht da ist, dann sage ich das noch halt einfach nur einmal. Also, was ich sagen wollte. Ab die 2 Türme, also ab dem zweiten Teil, dreht sich das Spiel von der Herr der Ringe, diese Spielmechanik einmal um 180 Grad. Es geht weg. Das Spiel ist jetzt mehr oder weniger, ich sage jetzt einmal so Open World, ne? Und ab dem zweiten Teil wird es Hack and Slay. Also die 2 Türme und die Rückkehr des Königs sind Hack and Slay Titel, ziemlich gute sogar, abseits von God of War. Und da dreht es sich komplett, da ist Original Filmstimmen, Original Filmmusik dabei. Da wird es dann mit dem Urheberrecht auf YouTube ein bisschen problematisch werden, was WOTS angeht. Bin mir nicht sicher, ob ich das hochladen kann. Das Spiel kommt auf alle Fälle auf YouTube. So. Und jetzt da ich sagen, fangen wir an. Gollum war mal ein schöner Mann, bevor er den Ring angelegt hat, sollte man sich Gedanken machen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da was sagen soll dazu. Aber vielleicht sollte man sich da Gedanken machen. Reppi, habe ich dir. Guten Morgen. Ja, du hast den Zug versammelt. Durch Resubs allein ist schon der Zug angefahren nach Mittelerde. Aber du bist ja noch dabei. Achtung, Intro.
Schatten Mordors schmiedete der dunkle Herrscher Sauron den einen Ring, um alle Elben, Zwerge und Menschen Mittelerdes zu unterjochen. Es wird sehr kurz zusammengefasst. Die Mittelerdes besiegten Sauron, verloren aber den Ring. Nun ist der Feind zurück und sucht im dunklen Turm von Mordor nach seinem Ring. Wir müssen den Ring finden und zerstören. Doch wer vermag den Ring zu tragen? Die Schwachen verdürbe er. Da haben wir einen Gollum. Die Mächtigen würden eine so große Gefahr wie Sauron. Doch wer trägt diesen Ring? Es ist halt sehr knapp zusammengefasst. Willkommen, Gandalf. Gibt es ein Feuerwerk? Elbischunterricht? Geschichten von Númenor? Wir müssen über einen Schatten der Vergangenheit reden. Dein ererbter Ring könnte gefährlich sein. Onkel Bilbos Zauberring? Zauberringe, wie du sie nennst, wurden von Elben gemacht. Aber dieser Ring wohl von jemand anderem. Gib mir den Ring. Ja, das habe ich eben gerade dazu gesagt. Also, es kennt normalerweise jeder Herr der Ringe. Schau genau hin. Ich sehe feine Linien, Feuerlinien, eine Schrift. Was steht da? Ein Ring, der sie knechtet, sie alle findet, ins Dunkel treibt und ewig bindet. Dies ist der eine Ring, der alle beherrscht. Die alten Elben, Zwergen und Menschenkönige regierten mit den Ringen ihre Länder. Der dunkle Herrscher Sauron schuf Sag ich gleich was diesen dazu. Ring, um alle zu beherrschen. Er verlor ihn, als er im Kampf fiel. Irgendwann fand das Geschöpf Gollum den Ring und wurde von ihm verdorben. Bilbo hat ihn dann Gollum abgenommen und jetzt ist er dein. Aber der Herr der Ringe ist zurückgekehrt und all seine Gedanken konzentrieren sich darauf, den Ring zu finden. Zerstören wir ihn. Das geht nur dort, wo er geschmiedet wurde, im Schicksalsberg, dem Feuerberg Mordor. Bring ihn hin. Nimm ihn. Nein, versuche mich nicht. Wenn ich den Ring nähme, würde ich wie der dunkle Herrscher selbst. Dann muss ich den Ring hüten? Und ich helfe dir, diese Bürde zu tragen, solange du sie trägst. Ich gefährde damit das Auenland. Ich muss fort. Ich könnte fortgehen, genau wie Bilbo. Liebster Frodo, Hobbits sind erstaunliche Geschöpfe. Du musst nicht allein gehen, wenn du gute Freunde hast. Aber Vorsicht, der Feind hat viele Spione. Wohlan. Samwise Gamgee, stimmt's? Ah, nicht wehtun! Was machst du in Beutelsend? Nichts, Herr. Das Gras unter dem Fenster schneiden. Oh, die Schere hört man schon lange nicht mehr. Wie lange hast du schon gelauscht? Berauscht? Man berauscht sich nicht in Beutelsend. Der hat so eine Heizung, so gegen Kiebis ist. Was hast du gehört? Oh, Frodo, er darf mich nicht in was Scheußliches verwandeln. Er tut dir nichts. Aber beantworte seine Frage. Ich hörte vieles, das ich nicht verstand. Über Herrscher und Ringe und einen Feuerberg und Elben. Ich musste horchen. Wie gern würde ich Elben sehen. Kein Wort darüber, Sam. Sonst verwandelt Gandalf dich in eine Kröte. Da fällt mir was Besseres ein. Er wird mit dir fortgehen, Frodo. Ich, Herr? Elben und so sehen? Aber Quasi. wohin sollen wir gehen? In die Gefahr. Aber nicht überstürzt oder zu direkt. Du darfst nicht verschwinden. Regle deine Angelegenheiten, ehe du gehst. Vielleicht im Herbst, an meinem Geburtstag. Gut, aber nicht später. Geh nach Bruchtal im Osten. Lass dich von Elrond Halbelb beraten. Osten. Ich sage allen, dass ich ein Haus in Kriegloch kaufe. Bei meinen Verwandten in Bockland. Ich muss Beutelsend verkaufen. Die Sackheim-Beutlins versuchen schon seit Jahren, es zu übernehmen. Es ist eine Schande, dass sie es bekommen. Wahrlich, doch ich muss gehen. Es gibt viel zu tun. Leb wohl, Gandalf. Sieh zu, dass Samwise Gamgee nicht redet. Sonst wird er doch noch eine Kröte.
Du kannst Sam vertrauen. Oh ja, kein Wort von Sam Gamgee. Du solltest als Herr Unterberg reisen. Der Name Beutlin ist jenseits des Auenlandes gefährlich. Und benutze den Ring nicht. Er kann das gütigste Herz verderben. Ich verstehe. Leb wohl, Gandalf. Elben. Ich werde Elben sehen. Leb wohl, Frodo. Bis zu deinem Geburtstag. Aber Gandalf kam nicht zurück. Die Nächte wurden länger. Und mir war klar, ich musste ohne ihn aufbrechen. Am Morgen meines Geburtstags, am 22. September, schlenderte ich letztmals durch das Auenland. Ich musste mich verabschieden. Und Lobelia sah keinem Beutlin das Haus verkaufen. Danach wollte ich den Ring aus Beutelsend holen und mich auf den Weg machen. Ja, ihr merkt's, es ist, wie gesagt, für alle, die wo jetzt nochmal neu dazugekommen haben, dieses Spiel orientiert sich rein an den Büchern. Das hat mit den Filmen gar nichts zu tun oder nur sehr, sehr wenig. Deswegen auch die ganzen Unterschiede, wie jetzt im Film zum Beispiel, ist ja so, dass der Gandalf die Bürde, der Satz, ich werde dir helfen, diese Bürde zu tragen, solange du sie trägst, kommt vom Gandalf erst im Bruchtal in die Filme. Das ist in die Bücher noch schon alles vorher mehr oder weniger besprochen worden, was er da muss, dass er als Herr Unterberg reisen soll, sagt er ja im Film der Frodo auch so ganz so beiläufig, wenn er wieder im Bree gefragt wird, ja, wie heißt du eigentlich? Ja, Unterberg. Das sagt ihm alles der Gandalf schon vorher, was er machen soll. Ne? Die Grafik, wie gesagt, sie ist edgy. Ja, man darf halt nicht vergessen, wir spielen auf der PlayStation 2. Ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Das Spiel ist aus dem Jahr 2002. Ja, es wird 21 Jahre alt. Ja. Natürlich schauen die Modelle jetzt nicht so aus, wie man sich vielleicht vorstellt. Aber auch da, das Charakterdesign von dem Spiel, da haben sie sich an die Beschreibungen vom Birkel, haben sie sich da einfach orientiert. Ne? So. Der Ton in dem Spiel, finde ich, holt einen auf alle Fälle ab. Ja? So, wir müssen jetzt so ein paar Erledigungen machen. So, da haben wir jetzt einen Schlüssel von Beutelsend. Beutelsend zur Erklärung ist natürlich die Hittendorfer, ja? Das Haus vom Bilbo und vom Frodo. Da gibt es aber noch irgendetwas. Da kann man noch irgendwo etwas holen, bin ich mir jetzt sogar fast ganz sicher. Andal habe ich direkt. Grüß euch, ihr geschmeidigen Borggeil Spey. Ich schleiche mich erst einmal in den Lurk zum Frühstücken. Passt schon, danke dir für den Lurk. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, du hast Spaß dran. Ich muss mich erst so ein bisschen wieder mit der Kameraführung vertraut machen. Ah, da haben wir auch was. Besitzerkunde von Beutelsend, okay. Ja genau, mehr können wir jetzt dabei eh nicht machen. Jetzt muss ich ja schon mal einen Ausgang finden in der Bude. Die Bude ist so groß, dass... Aha, da ist der Ausgang. Genau, man hat springen können. Man hat zuhauen können. Irgendwo gibt es noch... Ah, genau, da ist das Inventar. Da sollte man das Inventar. Da gibt es dann später, oder in ein paar Minuten, da kann man dann unterwegs dann Pilze sammeln. Also für die Hobbits Pilze sammeln, das ist quasi dann unsere Heilung. Da können wir uns dann heilen. Und es gibt im Laufe des Spiels... Wir spielen auch andere Charaktere, so viel kann ich schon mal sagen. Wir spielen jetzt also nicht die ganze Zeit nur einen Frodo, sondern je weiter man kommt, umso mehr Charaktere lernen wir halt natürlich kennen und man später mit den einen oder anderen Charakter dann noch. So, Auenland, Hobbingen. Guten Morgen, liebster Frodo. Guten Morgen, Sam. Bereit für die Reise nach Bockland? Bereit, sobald ich Beutelsend versorgt habe. Lobelia sagt, kein Beutlin kauft das Anwesen. Du musst den Beutelsend nie wieder jäten. Ich würde die Sackheim-Beutlins gern dort rausjäten, wenn du verstehst, was ich meine. Nein, ich muss den Garten noch einmal jäten. Mich von ihm verabschieden, ihn hegen, ehe Lotho und Lobelia ihn ruinieren. Dank dir hat Beutelsend den schönsten Garten im ganzen Auenland. Oh nein, sicher gibt es viele schönere. Oh, Merry und Pippin möchten sich im grünen Drachen mit dir treffen. Ein weiter Weg, nur um etwas zu trinken? Ich frage mich, was sie im Schilde führen. Verzeihung, aber im grünen Drachen wird wenig Schabernack getrieben. Der Wirt duldet es nicht. Wir werden ja sehen. So, Freunde. Willkommen im Auenland. Unsere erste Station. Das jetzt sozusagen ist noch so ein bisschen das Tutorial, wenn ich mich noch richtig erinnere. Man lernt ein bisschen die Steuerung kennen, wie alles ein wenig funktioniert. Ja. Man kann auch Leitern hochklettern. Und da oben zum Beispiel, ich weiß zwar nicht, wie auf einem glatten Bredel ein Schwammerl wachsen kann, aber... Nein, ich will nicht runtergehen, wird dummer. So. Ich weiß zwar nicht, wie auf einem glatten Bredel ein Schwammerl wachsen kann, aber
Na gut. Ja, die Kameraführung, die ist noch ein wenig hakelig, aber das kriegen wir hin. Da ist es so, da brauchst du eigentlich nur in die Gegenstände reinlaufen, dann nimmt er die automatisch auf. Ich finde es halt damals hat mir halt die Musik von dem Spiel richtig catcht, weil die einfach so lieblich gestaltet worden ist. Zumindest jetzt im Auenland. Also egal, wo wir später hinkommen, ich meine, es kennt ja die Geschichte, wir kommen später auch nach Moria, wir kommen später an die Wetterspitze und so weiter und so fort. Also es ist musikalisch immer gut untermalt worden tatsächlich. Mal gerade ein wenig umschauen. Das, was ich halt von früher noch weiß, man soll ja halt schon darauf achten, dass man recht viel Heilung frühzeitig aufsammelt, weil es kämen später schon einmal so ein paar Sequenzen oder ein paar Abschnitte, die wo schon nicht ganz ohne Hand. Ja? Und wenn da dann noch mit Heilung ausgeht, dann wirst du nicht Frau. Deswegen nehmen wir einfach einmal das mit, was man mitnehmen kann. So ein Pilz, meine ich halt, wenn ich mich richtig erinnere, um 10%. Ja. Ein Pilz halt 10% Gesundheit. Ja, das brauchst du natürlich. Sie sieht etwas freundlicher aus als Ted Sandigmann. Wenn du jetzt dann natürlich 10 Pilze brauchst, um volle Gesundheit zu kriegen. Die Brücke nach Wasserau. Denselben Weg hat Bilbo eingeschlagen, als er sein Abenteuer vor langer Zeit begann. Es sind halt immer wieder so ein paar Anlehnungen an Bilbo seine Reise dabei. Ja, aber das kennt man ja. Das kommt ja zum Beispiel im Film auch nicht vor, dass der Frodo einmal so, ja, paar so Erinnerungen schwelgen lässt oder aufkommen lässt, ja, da war das mit dem Bilbo und hier und her. Es wird auch in die Filme nicht wirklich aufgearbeitet, tatsächlich. Da, mir sage ich auch dazu, wir bereisen wir in dem Spiel, durch das, dass es sich halt an die Bücher richtet, das eine oder andere Gebiet, was auch im Film nicht vorkommt. Ja, das macht es vielleicht ein bisschen interessanter für die Leute, die halt nur die Filme kennen. Und wir kommen sogar wahrscheinlich heute noch in eins der Gebiete, die wo im Film nicht vorkommen. Ja, Julian. Werde ich wohl jemals wieder ein Frühlingsfest und diesen Maibaum sehen? Haben wir jetzt beide Pilze aufgesammelt? Nein, da ist noch einer. Ranzelschor Schabidere, grüß dich. Alles gut bei euch? Das ist die Lucretia Sackheim-Beutlin, die wo ja unser Bruder jetzt kriegt im Endeffekt. Ich kann mit der nicht reden. Hallo Lobelia. Wo ist der Landbüttel? Wo ist dieser Faulpelz Robin Kleinfurch? Weiß nicht. Nun zu Beutelsend. Hör jetzt auf damit, es sind Wölfe im Auenland. Ganz bestimmt sorgt der Landbüttel für Sicherheit. Wie könnte er? Er weiß doch nichts von den Wölfen. Geh, Frodo, hol den Landbüttel. Leute die Warnglocke. Wenn er in Wasserau ist, wird er gelaufen kommen. Dann trödel nicht herum, Leute die Warnglocke. Alter, was ist denn das so zintig, hey? Da brauchst du auch keine Meinung, dass die... Naja, nein, das sag ich jetzt nicht. Ich finde die Grafik echt mal wieder schön. Es ist einfach für viele, wie auch für mich, die wo halt mit der PlayStation 2 aufgewachsen sind, es ist halt so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit. Da brauchen wir nicht reden, dass das jetzt für Leute der Kulturschock ist, die wo ausschließlich neue Spiele spielen brauchen. Klar. Wird überquellen von frischen Feldfrüchten. Aber ich finde es einfach brutal angenehm, sowas auch mal wieder zum Spielen. Ab und zu geht sowas halt einfach auch. So, das ist der grüne Drachen. Das Gasthaus, das wo auch in die Filme vorkommt. Nostalgie halt, ja, aber 100%ig. Was ist er ein Zwerg oder was? Nein. Hallo, Frodo. Hast du Zeit auf einen Krug mit mir? Hallo Büttel, bin gerade auf dem Sprung. Auf ins Abenteuer? Was? Abenteuer? Ich habe keine Abenteuer. Warum nicht? Verstecken sich alle Drachen vor den grimmigen Beutlins? Ha, keine Bange, Frodo. Anspielung auf den Hobbit? Witz. Jeder weiß doch, dass du ein anständiger Hobbit bist. Im Gegensatz zu deinem Onkel Bilbo. Natürlich. Dann leb wohl, Robin. Das war eine Anspielung auf die Abenteuer von Bilbo mit dem Smaug. Ja,
es kommt da, das ist einmal im Film, glaube ich, kommt da auch mal so eine ganz, ganz kurze Anlehnung mit den Drachen, da wo dann der Bilbo immer sagt, Unsinn, da hat's keine, seit 1000 Jahren hat es keine Drachen mehr im Auenland gegeben, so auf die Art, obwohl er 60 Jahre vorher mit einem zu tun gehabt hat. So. Hallo, Frodo. Was hat dich aufgehalten? Hat dieser Nichtsnutz Sam Gamgee nicht gesagt, dass wir hier sind? Lasst Sam in Ruhe. Was führt euch zwei Halunken nach Wasserau? Frühstück. Auch wenn schon Mittagszeit ist. Setz dich doch. Ihr seid nur zum Frühstück hergekommen? Psst. Ist ein Geheimnis. Merry und Pippin, by the way. Nichts. Zu spät. Unser Geheimnis ist keins mehr. Also können wir es ihm jetzt auch sagen. Weil du doch am Hof des alten Maggot vorbeikommst, wollten wir seinen Garten mal wieder besuchen. 3 Gefährten. Wie in alten Zeiten. Erinnerst du dich an die Pilze? Ich erinnere mich an seine wilden Hunde. Frodo hat wohl Angst. Hast du Angst, Pippin? Nie und nimmer, Merry. Bellende Hunde beißen nicht. Der alte Maggot wollte sie auf mich hetzen. Nur weil er dich erwischt hat. Sei diesmal vorsichtiger. Erinnerst du dich an den Duft des Pilzragouts? Euch Schurken sollte man in den Kerker werfen. Aber ich liebe Pilze. Also abgemacht. Wir treffen uns auf Maggots Hof. Maggots Hof kommt im Film gar nicht vor, aber der Maggot selber ist in einer Szene ganz, ganz kurz zum Hören und zum Sehen, wo es durchs Maisfeld abhauen. Wie gesagt, im Film geht einiges ab. Hat wer die Bücher gelesen? Das war eine interessante Info. Wie gesagt, wenn von euch irgendwer die Bücher gelesen hat, dann darf er gern jederzeit irgendwelche Facts oder Hintergrundwissen mit uns teilen. Ja? Ich meine, Spoiler bei Herr der Ringe, es gibt den einen oder anderen, der es wohl noch nicht gesehen hat. Aber ich sage jetzt mal für die Leute, die jetzt aktuell gerade da waren, glaube ich, hat ja jeder Herr der Ringe gesehen. Ich glaube, ich habe es 150 Mal gesehen, so ungefähr. Ja, ich schaue es einmal im Jahr, in der Regel. Was sollen wir jetzt eigentlich da? Wir müssen mal irgendeinen so einen Büttel finden, oder? Irgendeinen so einen Charlie Brown, der wo hier mit Alarmglocken. Oder wir müssen mal Alarmglocken leiten. Aber wo sind da Alarmglocken? Ich hätte es mal versucht, aber sehr schwer zum Lesen. Das habe ich tatsächlich schon gehört, dass die Bücher in einem sehr trockenen Deutsch geschrieben haben. Ja, Amen darf einen so einem Spiel nicht fehlen. Bei den Hobbits ist es so. Wie kann man da jetzt werfen? Aha. So, ich habe die Warnglocke geläutet. Was geht hier vor? Ich dulde kein unnützes Läuten. Ich habe geläutet. Lobelia lässt wissen, dass Wölfe im Auenland sind. Oh, ist das alles? Ich kenne das Gerücht, aber niemand hat diese Wölfe gesehen. Nicht mal Lobelia. Oh. Wenn Wölfe ins Auenland kommen, jagen die Grenzer sie weg. Genau wie Füchse und dergleichen. Schön, dass das Auenland sicher ist. Ist das alles? Im grünen Drachen wartet ein Bierchen auf mich. Ach, das ist doch der Zipfel von gerade eben, der wo ein Bierchen mit uns trinken wollte, oder? Da ist er nicht. Gut, schauen wir noch dahinter. Ich weiß von früher noch, dass wir mir jetzt nachher, dann, wenn wir der Haupthandlung jetzt dann vor allem, wenn es eigentlich offiziell richtig losgeht, dass wir auch da lang müssen. Hab's weder gesehen noch gelesen, stell mich schon in die Ecke und schau mal. Es braucht sich keiner, schau mal, wenn keiner Herr der Ringe, wenn nicht bei Herr der Ringe noch nicht geschaut hat, um Gottes Willen. Also, es ist halt nur, ich sage einmal so, es ist sehr, sehr selten, oder es gibt nicht viele, die es noch nicht gesehen haben, sagen wir es so. Aber brauchst du deswegen nicht ins Eckel stellen und schauen wir. Dann werden wir uns natürlich, was Spoiler angeht, wenn ich es weiß, dann halten wir uns auch spoilertechnisch natürlich entsprechend zurück. Ist aber sowieso klar. Du hast alle Bücher gelesen, sehr gut. Der Andal kann uns quasi immer mit Facts und Hintergrundwissen versorgen, weil das Spiel, Andal zur Erklärung, das folgt den Büchern. Nicht den Filmen, sondern den Büchern. Grünhügelland. Da gibt es auch noch den einen oder anderen Schwammerl zum Holen. Man muss halt sagen, es ist jetzt vielleicht ein bisschen ein verfälschter Eindruck, weil man darf nicht vergessen, ich spiele das Spiel auf der PlayStation 2 Konsole. Ja, you know what I mean. Das Spiel ist jetzt natürlich ein bisschen also ist ein wenig gepoliert, sagen wir so, ne? Aufgrund gewisser Einstellungen. Auf der PlayStation 2 damals hat es natürlich nicht ganz so fein und ganz so clean ausgeschaut, wie es jetzt vielleicht im Moment ausschaut. Ne? Aber ich muss sagen, für das, dass damals, die technischen Verhältnisse damals, da hat das Spiel hat sich schon nicht verstecken müssen. Ne? Sagen wir es einfach so. Frodo ist bei seinem Aufbruch nach Bruchtal schon über 50 Jahre alt. Zuvor hat er den Ring sogar noch 17 Jahre aufbewahrt, bevor es
bevor sagen wir, es kommt schlecht, wenn du die Filme noch mehr in die Länge ziehst. Ich hab da tatsächlich ein paar so Infos mir eingeholt, weswegen ein paar Szenen gestrichen worden haben. Da weiß ich jetzt noch einen Fall ganz konkret, da sage ich aber erst was dazu, wenn wir so weit haben. Da können wir heute wahrscheinlich noch nicht hin. Kann's ja ausgehen. Müssen wir mal schauen. Wir haben auch gerade gesagt, das ist eine ganze Generation, die da geprägt ist. Das ist wie Pulp Fiction. Ja, so ungefähr. So, da haben wir jetzt einen neuen Gegenstand. Ich bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob wir den nehmen können, ohne dass uns der Wolf da aufhält. Oder das ist ja eigentlich mehr ein Wachhund. Ja, genau, der Wolf, der fällt die sonst an. Der beißt nämlich dann. Und dann kommt der andere, das zur Erklärung ist ein Maggot sein Hof. Da wo wir uns ja dann später auch mit dem Mary und mit dem Pippin treffen. Und ich glaube, da muss man eine sneaken. Bauer Maggots Hunde dürfen euch nicht entdecken. Benutzt Steine, um die Hunde abzulenken. Ah, genau. Ja, das... Richtig, das ist quasi schon so ein Tutorial, das wir nachher dann gleich brauchen. Warte mal. Heilkräuter? Kann man rausspringen? Nein, leider nicht. Okay. Ach, der Hund hat das jetzt gar nicht gespannt, oder was? Genau, dann beißt er und wenn er beißt dann... Greif! Fang! Wolf! Was soll der Aufruhr? Ist meinetwegen, Herr. Schau an, ein Dieb auf dem Feld. Dieb? Genügend Pilze gestohlen, ja? Oder willst du es mit den Jungs zu tun bekommen? Nein, ich meine, ganz recht, Herr. Fort jetzt, sonst fressen die Jungs dich doch noch. Genau, mehr passiert eigentlich nicht. Das ist jetzt quasi mehr oder weniger schon das Tutorial gewesen für eine Sequenz, die relativ in ein paar Minuten folgen wird. Ja, in ein paar Minuten wird es nämlich ein bisschen intenser. Bisschen. Was wohl den Zaun zerbrochen hat? Gut, das Heilkräuterl, das kann man sich woanders auch noch holen, aber okay. Gestrichen finde ich auch hart, aber es gibt Szenen im Film, die so nie im Buch vorkommen. Ja, das trifft wahrscheinlich auf die meisten Filme zu. Ich hab mir das für die Harry Potter Filme auch sagen lassen. Aber ein Birkel ist immer, das ist selbst mir als Nicht-Buchleser klar, dass ein Birkel immer ausführlicher, ein bisschen detailreicher ist als wie der Film. Warum auch immer. Das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass in einem Baumstamm da erinnert auch Epsi sein kann. Na gut. Zählt Einschlafen bei dem Film als ganz gesehen. Dann habe ich alle... beim ersten Mal, muss jetzt zu meiner Verteidigung gestehen, bin ich jetzt nicht eingeschlafen. Aber es ist schon vorgekommen, dass ich bei Herr der Ringe geschlafen habe. Ja? Wie gesagt, ich habe die Filme ja keine Ahnung wie oft gesehen. Pakete, von denen Noakes gesprochen hat. Oh ja, Quietschehandtal, Leute, ein Schnobbiknädel. So, wir machen noch ein Schwammerl. Die Birkel sind besonders im Englischen schwer zum Lesen, wenn du nicht gerade Englisch als Hauptsprache hast. Tolkien ist sehr detailverliebt gewesen und ich mag das. Auch das habe ich mir schon sagen lassen. Als ich in Sanchos Alter war, habe ich auch allerlei Schabernack getrieben. Aber niemals habe ich einem alten Mann seine Arznei weggenommen. Oh, Arznei wegnehmen ist unflauschig, das tut man nicht. Ich habe die Filme alle daheim trotzdem noch nie geschafft, die ganz zum Anschauen. Immer eingeschlafen. Irgendwann kommt der Tag. Ich glaube an die. Also, wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, der wo die Filme noch nicht gesehen hat, die Herr der Ringe-Filme jetzt, ne? Also die Gefährten, die zwei Türme und die Rückkehr des Königs, schaut es euch einmal an. Ja, die Filme haben wirklich unfassbar gut gemacht. Die haben wirklich gute Filme. Die Hobbit-Filme, vergesst es einmal, die haben jetzt nicht ganz so gut. Haben jetzt auch keine grottenschlechten Filme nicht, aber sie kommen halt nicht an Herr der Ringe ran. Also ich kann es eigentlich wirklich ans Herz legen.
die Aufteilung vom Beutel hast du richtig gut gemacht, wegen der Auflösung. Danke. Ja, ich hab beim Overlay ein bisschen rumbasteln müssen, weil ja das Spiel damals noch nicht auf 16:9 gelaufen ist. Ja, das hat es ja damals noch nicht gegeben. Aber ich glaube, so ist perfekt gelöst. Richtiges Material für beschissenen Verein. Ja, definitiv. Definitiv. Also ich schaue Herr der Ringe meistens um die Weihnachtszeit rum. Wobei ich es letztes Jahr tatsächlich übersehen habe. Ich habe jetzt zu Frau Basi schon gesagt, jetzt wird es demnächst einmal so werden, dass ich mir Herr der Ringe wieder mal reinziehe. Da ist zwar sie dann raus, weil sie kann mit den Filmen nichts anfangen, aber ich werde jetzt demnächst wahrscheinlich mal wieder alle 3 Filme durchziehen. Aber heulen habe ich trotzdem müssen beim Hobbit. Ja, ich habe die Bücher vom Hobbit nicht gelesen und ich habe ja am Ende tatsächlich auch nicht mit dem Ende gerechnet. Also von Die Schlacht der 5 Heere. Tatsächlich hat mir das ein bisschen. Also ich habe jetzt nicht blärt, ne? Aber ich war schon baff. Ne? Habe nicht gerechnet damit. Aha, die Lama-Setten, da schon her. Vor allem die Animation so. Nicht langsam, sondern ungefähr mit 200 km/h am Kopf und am Boden reinlassen. Scheiße, jetzt habe ich den anderen die Bude nicht verkauft. Verdammt. Müssen wir aber schnell zurück. Einmal sorry. Ja gut, Weihnachtszeit schaue ich Sissi. Ja, Frau Bazi auch. Ungefähr 8 Mal hintereinander. Alle 3 Teile. Und ich denke mir so, ich kann jetzt Herr der Ringe schauen. Aber gut, jeder hat sein Interesse und das ist ja voll okay. Ich habe Sissi auch schon geschaut. Ja, ich oute mich jetzt da als Mann. Ja, wir haben auch muss ich tatsächlich fairerweise dazu sagen, da gibt es ja eine Neuauflage oder Realverfilmung, mehr oder weniger, Realverfilmung wahrscheinlich, halt eine neue Serie von Sissi. Da gibt es jetzt 2 Staffeln, die haben wir uns angeschaut, die finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Die ist halt viel, viel düsterer. Die erzählt halt die Geschichte scheinbar so, wie sie wirklich gewesen ist. Aber die klassischen Filme, das ist halt eine reine Liebesgeschichte. So war sie halt wahrscheinlich in der Realität nicht. Oha, endlich ist jemand aufgewacht und hat die Glocke geläutet. Jetzt wird das Auenland wieder sicher. Hoffentlich. Also, worüber wolltest du mit mir sprechen? Fass dich kurz, ich habe eine Menge Arbeit. Es geht um Beutelsend. Du wolltest es doch kaufen. Was? Aber ich dachte, du lügst. Ach, listiger Bursche. Ich glaube dir erst, wenn ich die Besitzurkunde habe. Hast du sie dabei? Die Besitzurkunde von Beutelsend. Oh, ich kann's kaum glauben. Die Besitzurkunde von Beutelsend. Ich muss noch ein paar Sachen holen. Der Schlüssel von Beutelsend ist bei Meister Gamgee im Beutelhaltenweg 3. Was? Gamgee? Dieser dreckige Bauer und sein Sohn könnten Beutelsend in der Nacht ausplündern. Guten Tag, Lobelia. Ja, dir auch einen guten Tag. Mein kleiner Lotho wird sich freuen. Beutelsend, endlich. Oh, warum lässt du dich nur mit seinesgleichen ein, Frodo? Bauern, Zwerge und Zauberer als Freunde. Aber deine Verwandten hast du nicht mal zum Tee eingeladen, also wirklich. Also die hat ja echt eine, also ich weiß jetzt nicht, wie die in die Birkel beschrieben ist, aber wenn die so zintig ist, also ich verstehe die Frage nicht. Mit der mag doch keiner freiwillig was zum tun haben, oder? 3 Nusserl für Aschenbrödel ist so meins an Weihnachten. Ja, das vom Schwiegerpapa auch. Der schaut sich die Filme auch 8 Mal hintereinander an, wenn es zusammen ist. Also der kennt, also brutal. Also Weihnachtszeit, da läuft bei meinem Schwiegerpapa Nusserl für Aschenbrödel, Sissi, also alles Mögliche, was in das Genre passt. Ja? Märchen laufen auch oft bei der Frau Bazi an Weihnachten. Das sind jetzt Sachen, mit denen kann ich jetzt wieder nicht so viel anfangen. Aber Geschmäcker sind ja bekanntermaßen verschieden. Und das ist auch gut so. Romy Schneider ist, wir brauchen auch was Schmalziges mal nur in der gruseligen Realwelt. Ja. Aber man muss jetzt schon fairerweise dazu sagen. Also die Sissi-Filme, die haben schon sehr schmalzig, gell? Also das ist nicht nur einfach schnulzig, das ist schon, weiß ich nicht, ein Level drüber, wenn du mich fragst. Aber gut, der Film ist halt auch schon 40 Jahre alt. Ungefähr. Oder 50, keine Ahnung. So. Dann gehen wir zurück nach Beutelsend. So. Ach, da drin ist übrigens der Garten. Ein hübscher Vogel. Wo ist der? Achso, da sitzt der Vogel. Ah. Ich bin nicht hier, wenn diese Kürbisse zu Kuchen werden. Ein Jammer. Das ist der Garten, den wo der Samwise Gamgee hütet. Ja? Wird im Film, glaube ich, mal kurz angesprochen, sagen tut man davon nicht wirklich was.
Wallig. Grias Eichherz lachender Smiley mit lachenden Augen. Mr. Wer, Pavidere, grüß dich gut. Merci dir für deinen Resub auch schon im 14. Monat. Holy shit. Danke dir, viel Spaß mit dem Mods und weiterhin viel Spaß in der Bazi-Gang. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Willkommen zu Herr der Ringe. So, jetzt, Freunde der Es Sonne. wird Zeit für mich und den Ring, Hobbingen zu verlassen und diese Reise anzutreten. Ja, danke, Frodo. Du hast mir gerade alles genommen, was ich eigentlich sagen wollte. Wir müssen jetzt den Ring an uns nehmen, der wo irgendwo in der Riesenbude ist. Ja, toll. Jetzt müssen wir den Ring erst einmal finden. Oh, da Mann ist er. Ja, da ist der Ring. Achtung, das weiß ich noch von früher. Ich weiß jetzt nicht, ob man das im Stream hört. Ich hoffe. Wenn ich den Ring jetzt nehme, dann hört man so einen ganz dumpfen Ton, also einen gruseligen Ton. Das wohl bedeutet, hey Brudi, jetzt wird's dann langsam ernst. Okay, also mal ganz kurz aufgemerkt. Ob man das gehört? Das Bumm. Der eine Ring. Der Ring der Macht, der im zweiten Zeitalter vom dunklen Herrscher Sauron in den Feuern des Schicksalsberges geschmiedet wurde. Zauberhaft. Gut, dass das natürlich nicht so zauberhaft ist, wird sie auf Dauer dann rausstellen, aber okay. Am Handy nicht wirklich. Verdammte Axt. Später an diesem Abend. Freunde, und jetzt fangen sie an, ernst zu werden. Was ich halt noch von früher weiß. Ne? Ich habe das Spiel ungefähr 18 Mal durchgespielt. Alles flauschig, Wochenende, Stream schauen, geil, sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß und ein angenehmes Wochenende an dich und natürlich alle anderen. So, es ist, wie wir alle sehen können, Nacht. Und Nacht heißt ja meistens unflauschig. Lobelia sagt ein Beutel im Beutel sind. Genau, da ist natürlich Stierschädel auch einfach schon mal geändert. Ja, da steht jetzt nicht mehr Frodo Beutlin drauf, sondern das gehört ja jetzt der anderen. Fun Fact, habe ich zum Beispiel selber nicht gewusst. Oh, da ist da schon wieder ein Schwammerl oben, oder was? Habe ich jetzt da gerade einen Schwammerl blitzen sehen? Lol, die respawnen, das habe ich... Okay, das habe ich nicht mehr gewusst. Ja dann, die Schwammerl nehmen wir mit, du, das sagt dir, wie es ist. Mehr Schwammerl. Ja, an alle Horrorliebhaber, ihr werdet natürlich auch vollends abgeholt, gell? So ist es jetzt nicht. Frodo, können Sie sich bitte da an dem Bredel da festhalten? Dankeschön. 3 Schwammerl. Respekt. Respawnen die dann überall? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber normalerweise schon, oder? Müsste doch dann da auch irgendwo noch einer sein. Rein theoretisch. Oder auch nicht. Ja gut. Wow, Fabidere, grüß dich. Alles fit bei dir. Schön, dass du einer schaust. Ja gut. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen, ich glaube, zum Gamgee, oder? Ist der nicht da drüben irgendwo? Hä? Lul? Ah. Okay. Oh. Ein Reiter, ganz in schwarz. Nein, Herr Beutlin ist fort. Heute Morgen abgereist. Warum ist Beutlin fort? Also, das geht euch doch nichts an. Wo ist Beutlin hin? Das ist kein Geheimnis. Nach Bockenburg oder so. Ist dieser Ort weit von hier? Ja, ein gutes Stück die Oststraße runter. Bin selbst nie da gewesen. Seltsame Leute dort in Bockland. Kannst du eine Nachricht schicken? Nein, das kann ich nicht. Und jetzt gute Nacht. Zur Zusammenfassung, das sind Nazguls. Also er ist ein Nazgul. Abend, Meister Gamgee. Guten Abend, Frodo. Ein seltsamer Reiter hat nach dir gefragt.
Den möchte ich lieber nicht kennenlernen. Ich auch nicht. Seine hohle Stimme war richtig gruselig. Wo ist Sam? Er hat auf dich gewartet, aber dieser elende Pippin Tuck kam ihn abholen. Er sagte, sie treffen dich auf Margots Hof. Irgendwas von einer Abkürzung. Was haben die vor? Keine Ahnung. Pippin schien sehr zufrieden mit sich. Aber Sam wirkte nicht besonders glücklich. Hoffentlich macht er keinen Unsinn. Na, hier ist der Schlüssel von Beutelsend für Lobelia. Ich sehe Sam wohl dann auf Margots Hof. Guten Abend, Meister Gamgee. So, Freunde. Kurze Unterbrechung. Zur Erklärung. Es ist ja jetzt so, wir haben ja jetzt den Ring. Der Gollum hat ja damals im Turm von Sauron gedroppt, dass das Auenland Beutlin, ja, dass da irgendwas mit dem Ring, ne? Die schwarzen Reiter haben natürlich jetzt auf der Suche nach uns, weil Auenland Beutlin, ja? So, und jetzt ist so, die Reiter suchen jetzt nach uns. Und jetzt ist es so, das ist mehr oder weniger eine Hide-and-Seek-Sequenz bis zu Margots Hof. Die Reiter dürfen uns nicht sehen. Und da kommt jetzt eben das kurze Tutorial ins Spiel, was wir vorher am Margots Hof mit seinen Hunden gehabt haben. Wir müssen jetzt diese Reiter ablenken. Die haben äußerst, ja, die haben ihre Ohren ganz gewaltig gespitzt und die lauschen jede Bewegung, was wir mir machen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir nicht gesehen werden. Ich werde es allerdings kurz, einfach, dass er jeder mal gesehen hat, ich werde mich mal absichtlich erwischen lassen, damit man die Sequenz kurz sagt, was dann passiert. Okay? Nur zur Erklärung. So. Jetzt lese ich in den Chat noch schnell kurz. Wenn man zum Frühstück schon mit Retro konfrontiert wird, kann es einem ja noch gut gehen. Und wie geht's dir? Das hört man ganz gern, Mr. Prof. Wellenheim. Es freut mich, dass dir gefällt. Mir geht's soweit ganz gut. Dankeschön. Die Schergen vom Hexenkönig, oder? Auch. Ja, der Hexenkönig ist der Anführer der Nazguls. Diese unterstehen aber ausschließlich an Sauron. Auch der Hexenkönig. Ja? Also du musst das so verstehen, von der Kette her oben steht der Sauron, dann kommt der Hexenkönig und dann kommen die Nazguls. Aber der Hexenkönig per se ist auch in Anführungszeichen nur ein Nazgul. Sam vor Frodo, change my mind. Erinnert mich an den Ghost Rider. Wie gesagt, die Grafik ist ein bisschen edgy. Brauchen wir nicht reden. Ich kann Ihnen leider nur sagen, dass sie sich da an der Buchvorlage gehalten haben. Wie die im Bierl beschrieben haben, das weiß ich nicht. Diese Gestalten auf dem Ross waren früher Kämpfer für Sauron und sind nur noch seelenlose, bösartige, garstige Viecher. Im Buch werden die derart gruselig geschrieben, ist aber gut im Film umgesetzt worden. Okay. Ja, also wenn wer Fragen hat zum Birkel, wendet sich an den Mr. Anderl. So, und jetzt passt's auf. Seht ihr den schwarzen Schein? Seht ihr das? Und jetzt erwischt er mich. Dann kommt die Sequenz. Der schwarze Reiter hat euch erwischt, der reine Ring wurde euch genommen und zu seinem Schöpfer Sauron zurückgebracht. Eure Quest ist fehlgeschlagen. Und ich stelle gerade fest, dass das Spiel keine Autospeicherfunktion nicht hat. Ja, das war früher anders. Fuck. Ja, lul. Okay, pass auf. Das handelt man jetzt ganz einfach. Wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf, okay? Wir machen jetzt nicht alles nur mal, das haben wir jetzt alles gesehen. Wir rennen jetzt da ganz schnurstracks einfach durch, verkaufen Beutelsend und ne, dass wir recht schnell, okay, den Fall, den haben wir uns jetzt, ja, den nehme ich auf meine Kappen. Das können wir jetzt alles skippen, das haben wir alles gesehen. Ich hab jetzt alles bedacht, aber nicht mehr, dass das natürlich zur PlayStation 2 Zeit noch keine Autospeicherfunktion gegeben hat. Ja, okay. Das kann einmal vorkommen, ja. Auch ein Profi-Streamer muss mal fällen können. Ne? Ist aber hoffentlich sowieso klar. Ne? Das heißt, wir machen es uns jetzt tatsächlich ein bisschen schwerer, weil dann sammelt man halt jetzt nicht an jeden Dreckschwammerl auf, den wo wir finden, sondern wir rennen ihm einfach dann ohne Schwammerl da durch, ja. Schwammerl haben ohnehin nicht so gut, habe ich gehört. Aber gut, das kriegen wir ja alles hin. Ja. Das dauert jetzt vielleicht 5 Minuten und dann haben wir wieder soweit. Ja, die ganzen Dialoge, das war ja alles optional, das muss man ja nicht machen. Das kann man machen, aber muss man natürlich nicht.
Hast der Speicherkarte noch eine mit 8 MB und kannst du vorbeibringen. Ja, ich habe eine virtuelle Speicherkarten habe ich, tatsächlich. Ja, ich hätte halt einfach nur darauf spekulieren sollen, dass man das Spiel vielleicht einmal manuell speichert. Ja? Aber auf das habe ich jetzt auch nicht mehr spekuliert. Weil Checkpoints gibt es in dem Spiel nämlich auch nicht. Das haben wir jetzt gerade auf ganz knallharte Weise ja, gerade eben kennengelernt. Na gut. Das wird dir auch nicht kommen. Ja, Sandigmanns Mühle. Ja. Sie sieht etwas freundlicher aus als Ted Sandigmann. Da sollte man eigentlich einmal, Denselben Weg hat Bilbo dann sollte man eigentlich eingeschlagen, einmal, als wie er sein angenehm das Abenteuer Gaming mittlerweile geworden ist. Ja, du brauchst so, das sind so Kleinigkeiten, aber die brauchst du selber gar nicht mehr machen, weil das einfach automatisch geht. Ja? Und bei so einem Spiel hast du halt aber, ja, halt ab und zu mal selber speichern müssen. Aber danke fürs Sagen, was passiert, wenn sie dich erwischen. Ja, das hat sich jetzt rentiert, gell? Das war jetzt natürlich, das war sehr, sehr, sehr zauberhaft. Das war das Beste, was uns hätte passieren können. Das hat sich richtig rentiert. Wenn sie dich erwischen und du speicherst nicht, dann fangst du von vorne an. Aber gut. Ich hab gerade nicht aufgepasst, kann man uns noch nicht erwischen lassen. Wenn wir dann gespeichert haben, dann lassen wir extra für die Sprenge noch nicht erwischen. Und habe die Ehre. Aber also, ihr habt es, glaube ich, gemerkt, in dem Moment, wo ich das festgestellt habe, ist mir die Seele aus dem Leib gefahren. Ja. Hallo, Lobi. So, das gibt mir alles, haben wir alles schon gesehen. Pressiert uns nicht. Alles halb so wild. Ja. Man kann ja arbeiten. So. So. Und nein, ich werde das nicht ausschneiden. Ja? Das nehmen wir alles so mit. Die Nachwelt auch auf YouTube soll von meinem Fail erfahren. Ja? Und vielleicht lernt der eine oder andere was draus. Sei halt ehrlich und sag, dass das geplant war. Natürlich war das geplant. Natürlich. Das ist sowieso klar. Also wer jetzt glaubt, dass das nicht geplant war, der ist aber ganz schief gewickelt, gell? Der Blick war gut wert. Wenn man vergisst, dass nicht überall geht. Clip ist in DC. Dankeschön, Prof. Ja, sowas gehört festgehalten. Das hilft halt einfach um mich nicht. Ja, manchmal musst du mal über deinen eigenen Schatten springen können. Das ist. Weil hat sich der Samstagsstream schon wieder rentiert, wenn es mich fragt. Hat sich schon wieder rentiert. Ganz ehrlich. Ja, aber ihr seht, wenn man es nicht so streckt, dann ist das alles halb so weit. Ja, wie gesagt, ich habe bewusst alles ein wenig optionale, das habe ich alles ein wenig mitgemacht, damit ihr mal ein bisschen einen Eindruck von dem Spiel kriegt. Geht aber natürlich alles im Schnelldurchlauf auch. Ja. Und jetzt vergiss ich dann nicht zum Speichern. Jetzt gehen wir halt mit deutlich weniger Pilze fort, aber das macht nichts. Das haben wir selber zum Schreiben. Das kriegen wir dann schon. So. Made my day. Dann habe ich schon alles richtig. Dann passt schon. Ja, wenn sich da irgendwer amüsiert fühlt, dann habe ich alles richtig gemacht. An der Stelle. So. So, der habe ich die Bude jetzt verkauft. Es wird Zeit für mich und den Ring, Hobbingen zu verlassen und diese Reise anzutreten. Ja, Lul, wir haben 6 Schwammerl. Vorher haben wir ungefähr 48 gehabt. Ich weiß auch nicht. So, Achtung für alle, die es nicht gehört haben, Tonname auftragen. Dann hören wir es vielleicht noch einmal, okay? So, aufgemerkt. Gut. So. Und jetzt, Freunde der Sonne, Spiel speichern. Ja? Da gibt's doch bestimmt irgendeinen Challenge-Run, non-safe, ne? Dass du ohne Speichern durch das Spiel laufst. Da gibt's bestimmt so Wahnsinnige, die das machen. Und das Spiel ist lange. Also, für damalige Verhältnisse. Gibt's, ich habe mir's schon fast gedacht. Prof, kennst du das Spiel? So. So, die 3 Schwammerl die nehmen wir uns aber jetzt schon wieder mit, gell? Da gibt's aber hoffentlich nichts.
Gut, wenn man halt mal überlegt, wenn jetzt natürlich alle Pilze respawnen, was man dann an Menge an Pilzen hat, wenn man die am Tag alle sammelt und dann in der Nacht nur mal. Aber gut, na klar, aber schon Jahre her, wo ich das einmal gespielt habe. Ja, bei mir auch. Bei mir ist bestimmt 20 Jahre her. Deswegen ist, glaube ich, ein perfekter Zeitpunkt, da wir die Spur mal wieder auskramen. Ne? Und so wie ich die Resonanz momentan auffasse, seid ihr sehr, sehr positiv von dem Spiel überrascht bisher. Oder wir haben da nicht auch schon mal gewesen, da runter am Fluss? Meine ich zumindest. Okay, oder auch nicht. So. Da war das mal, ja. Überspringen wir nochmal. Abendmeister, wo ist's? Was kann er? So, stelle ich mich wieder ganz dahinter her und dann tue ich da nochmal speichern, weil dann brauchen wir da nicht nochmal runterlaufen. So. Jetzt speichere ich und dann lasse ich mich extra für den Sprenge nochmal ein bisschen sprengen, bist du gerade da. Weil nicht, dass ich jetzt da wieder reinrenne und dann sagt, hey, ich hab's nicht gesehen. Ja, genau, aber jetzt zeigt uns nämlich nicht der Charlie Brown. Der Sprenge ist da, sehr gut. Ich sag das zwar immer wieder, aber es ist wirklich egal, was du spielst, ob es jetzt was Neues oder Yoshi oder sonst was ist. Vielen lieben Dank, das bedeutet mir sehr, sehr viel. So, der Sprenge ist da, Sprenge aufgemerkt. Ich laufe ihm jetzt Vollgas ins Licht. Ist er denn überhaupt jetzt der Volldepp? Da ist er. So, Sprenge, Achtung. Ja, ich hab gespeichert. So. Full Motion Video. Ja, soll ich vorkommen. Okay. So, Freunde. Und jetzt kommt das Tutorial vom vorher zu tragen, was ich vorher erwähnt habe. Indem wir mir jetzt einfach Steine werfen. Ah, das war vielleicht ein bisschen weit. Ja, das war jetzt auch sehr dämlich. Ja, das war jetzt sehr dämlich. Ich hab gegen den Hügel geworfen und wie gesagt, die Reiter haben sehr, sehr, die hören alles. Da wenn du die Arme mit dem Stor verschmeißt, dann hat's die. So. Jetzt werfen wir vielleicht den Stor nicht ganz so weit da weg. Vielleicht einmal, ja, da so Vierer. Genau, und der hört das nämlich jetzt. Der bleibt jetzt da oben stehen, der hat den Stor jetzt gehört. Und wir müssen dann in der Zeit schauen, dass wir das Weide suchen. Ich sag's aber gleich dazu, das ist nicht der einzige Reiter, der wo da unterwegs ist. Da laufen ein paar mehr umeinander. Und der hört natürlich auch unsere Schritte, das ist aber hoffentlich sowieso klar. So, da steht nämlich auch einer. Die Gestalt ist schon ziemlich creepy, wenn es mich fragst, für damalige Verhältnisse. Den können wir aber auch ganz einfach ablenken. Wenn wir dann einen Stor herwerfen. So, der hört das jetzt. Der nimmt immer den letzten Punkt. Schicken wir nochmal weiter auf. So, der ist jetzt weiter. Und dann kommen wir durch das Auenland, also durch Hobbingen durch. Und dann haben wir den ersten Abschnitt schon mal relativ gut gemeistert. Sehr gut. Soll ich jetzt quasi speichern? Nicht, dass mir jetzt wieder irgendwas erwischt und dann fange ich wieder von vorne an. So. Das ist ab jetzt ist das der How-to-Speichern-Simulator. Ja, das ist, jetzt spielen wir nicht mehr Herr der Ringe, sondern jetzt spielen wir einen Speichersimulator. So.
Ein Wolf! Hilfe! Halt aus, Robin! Frodo! Obacht! Obacht ist der allgemein bayerische Begriff für Achtung. Das ist übrigens das Kampfsystem. Eure Reinheit hat zugenommen. Aha. Ja, der jetzt. Frodo, ich stehe in deiner Schuld. Wärst du nicht gekommen, wäre ich zum Imbiss der Bestie geworden. Schön, dass du wohlauf bist. Schon ewig waren keine Wölfe mehr hier. So hab ich's gehört. Ein schlechtes Omen. Was bedeutet es? Dass ich lieber gehen sollte. Was? Oh, du hast recht, Frodo. Und ich muss wieder patrouillieren. Sag den anderen Landbütteln, sie sollen vor Gefahren auf der Hut sein. Ja, gewiss. Mir zittern immer noch die Knie, weißt du? Ich muss los, Robin. Gut. Kampfsystem draufhauen. Ja. Mit dem Stecker. Mit dem Gehstecker. Mit dem Gehstecker umzenden, da ich sagen. Schon immer eine gute Waffen gewinnen. Der stumpfe Stecker. Ja, nein, das sag ich jetzt nicht. Jetzt war mir bald der Kürzel rausgerutscht, wo mir dann Twitch wahrscheinlich einen Urlaub schickt. Gut, dass mir das jetzt hängen geblieben ist. So. Jetzt kommt dann gleich eine ganz kurze Sequenz. Da bin ich früher, wie ich das erste Mal gespielt habe, ganz oft gestorben, weil ich es nicht kapiert habe. Da kommt jetzt dann gleich. Das sagt ihr gleich. Das sagt ihr jetzt gleich. Na, was sagen denn unsere Horrorprofis zu der Atmosphäre gerade? Gut gemacht. So, diese Sequenz jetzt hier, da kommen jetzt ungefähr 10 Wölfe und ich habe damals versucht, gegen diese Wölfe zum Kämpfen, das kannst du nicht schaffen. Da musst du einfach ein Usain Bolt machen, einfach weglaufen. Ein Wolf ist das eine, aber wir haben da ungefähr, ja okay, 10 haben es nicht, aber 5 halt auch. Und da hast du in der Regel keine Chance. So, Grünhügelland, Freunde der Sonne, ihr wisst, was jetzt kommt. Oh, Music intensifies. Und das aus gutem Grund, Freunde der Sonne, weil auch hier ist ein schwarzer Reiter. Hey, da haben doch vorher schon mal gestanden, das ist doch gelungen, oder? Ja. Ihr müsstet da hinten irgendwo stehen. Noch ein dunkler Reiter. Ich muss verborgen bleiben. Für damalige Verhältnisse wirklich nicht schlecht gemacht. So. Der versperrt uns natürlich jetzt auch einen Weg. Music wird intense, Bossfight wo? In dem Spiel gibt es tatsächlich Bossfights, aber die halten sich in Grenzen. Ich glaube, ihr müsstet jetzt liegen, ich glaube, dass es aufs ganze Spiel gesehen vielleicht 3 oder 4 Bosse gibt. Da gibt es nicht allzu viel. Ich vermisse aber die Zeiten ohne Autosave. Da war alles noch Herausforderung. Habe ich ja vorher gerade eindrucksvoll zur Schau gestellt. Was das Thema Autosave angeht. So, wir müssen jetzt den Zipfelarm da irgendwie da von der Ding da wegbringen. Sonst kommen wir nämlich nicht auf Margots Hof. Da wo wir ja offensichtlich hin müssen. Warte mal, das müssen wir jetzt ausprobieren. Wir haben da oben gespeichert, right? Warte mal, ich tue lieber nochmal, ich bin Pokémon-Spieler, ja? Sicherheit speichern, nach dem Sicherheit speichern, ja? Damit ja auch nichts passiert. So, jetzt haben wir da auf alle Fälle gespeichert, weil da in dem Baumstumpf waren nämlich vorher, aha, siehst du, da ist nämlich ein Schwammerl drin. Ja, dann haben wir da eh schon mal, ne?
So, jetzt pass auf. Wenn ich jetzt da einrenne, dann bummst du mir im Endeffekt selber. So, wir machen das jetzt ganz taktisch, Freunde. Also, ne? Wir stehen und wir bunkern uns da jetzt hinter dem Felsen da hin. Und dann hätte ich einmal mal gesagt, dass wir mir da nach oben einfach ein Storndal werfen. Also, ja, vielleicht so auf die Höhe da. Ich weiß zwar nicht, ob er das hört, aber das werden wir jetzt gleich feststellen. Okay, der Nazgul ist schwerhörig, der braucht ein Hörgerät. Ja gut, dann anders. Dann werfen wir erst einmal da einen Stor her. Ja, das ist jetzt auch nicht, da muss man sich verarschen. Ja, aber das wird's da wohl jetzt sehen, oder? Ja, das hört er. Okay. Gut, der steht jetzt da oben und jetzt können wir ihn einfach weiter aufverlocken. So, schau, dass du mir da ganz hinterkommst. So ist er, braver. So, ich will mich natürlich jetzt nicht zu lang da aufhalten. Perfekt. Gut. Erste Sequenz geschafft. Können wir da jetzt die Schwammerl noch hin? Oder haben die da jetzt auch weg? Nein, die haben weg, verdammt. Schade. Frodo, da ist er ja, der alte Trödler. Wieso so spät, Vetter? Unterwegs im grünen Drachen eingekehrt? Unwichtig. Aber ich kann nicht bleiben. Ich muss sofort weg. Nach Kriegloch. Du meinst Bruchtal. Und wir kommen mit dir. Du hältst dich für so schlau. Aber wir Verschwörer waren schlauer. Wir wissen vom Ring und dem dunklen Herrscher. Wir kommen mit, um dich zu beschützen. Aber woher wisst ihr? Wie sollten wir nicht? Wo du doch dauernd murmelst, werde ich das Tal je wiedersehen. An sich musst du den Sackheim Beutlins danken. Ich habe mich mal an Bilbo angeschlichen, als ich hörte, wie Lotho nach ihm rief. Bilbo steckte den Ring an und verschwand. Danach wurden wir wachsam. Wir beobachteten dich und Gandalf. Wie? Durch unseren Oberverschwörer, bis er geschnappt wurde. Und Gandalf sagte, nimm nur gute Freunde mit? Ich kann wohl keinem trauen. Wir bleiben bis zum bitteren Ende bei dir, keine Sorge. Wir haben das Geheimnis besser gehütet als du. Auf keinen Fall lassen wir dich allein der Gefahr entgegenziehen. Auch wenn wir große Angst haben, wir kommen mit dir oder folgen dir wie Hunde. Hunde? Ja, Sam, Hunde. Maggots Hunde, sie kommen. Greif, fang, Wolf, kommt, Jungs. Und der alte Maggott anscheinend gleich mit. Tja, aus den Pilzen wird wohl nichts. Was soll das Geplapper mitten in der Nacht? Los, sprecht! Guten Abend, Herr Maggott. Na, wenn das nicht Peregrin Tuck ist. Ein Glück, dass ich dich kenne. Wollte schon die Hunde loslassen. Ein unheimlicher Bursche ritt hier durch und stellte seltsame Fragen. Holla! Wen hast du dabei, Pippin? Meriadoc Brandybock kennt ihr ja. Ich darf euch Samwise Gamgee vorstellen und... Frodo Beutlin. Freut mich sehr, mein Herr. Beutlin! Also wenn das kein Zufall ist. Was meinst du, nach wem der Fremde gefragt hat? Schwarzer Mantel und Kapuze und ein schwarzes Pferd. Und er fragte nach Beutlin. So ein Zufall. Das muss ein anderer Beutlin sein. Ich sagte ihm, alle Beutlins leben in Hobbingen. Er sagte, Beutlin sei zu Fuß nach Osten unterwegs. Und jetzt kommt Frodo Beutlin auf meinen Hof. Der Frodo Beutlin, der einer der größten Tunichtgute in der Gegend war, möchte ich hinzufügen. Heute benimmt sich Frodo viel besser. Und wohin geht die Reise? Zu meinem neuen Heim in Kriegloch. Du wirst Ärger kriegen, Frodo. Hättest dich nie mit den seltsamen Leuten aus Hobbingen einlassen sollen. Ich schätze, der Fremde wollte das Gold, das Bilbo aus fernen Ländern mitgebracht hat. Ich denke, wir sollten weiter. Nein, er wartet ganz gewiss. Ihr reist versteckt auf meinem Wagen. Danke, Herr. So dumm, dass ich solche Angst vor euren Hunden hatte. Ein guter Freund hat mir gefehlt. Wahrlich. Gehen wir? Ich richte den Wagen. Bauer Maggotts Wagen brachte uns sicher von seinem Hof und zur Grenze von Bockland. Aber der schwarze Reiter preschte noch immer über die Oststraße. Wir haben beschlossen, nach Süden und durch den alten Wald zu gehen. Mary war bereits im alten Wald gewesen und kannte sich dort ein wenig aus. Es ist ein gefährlicher, geheimnisvoller Ort. Aber nicht so gefährlich wie ein schwarzer Reiter. Ausrufezeichen Bockland. Haben wir leider nicht. So, Freunde, der Mr. Andal müsste das wahrscheinlich eher bestätigen können.
der Frodo war scheinbar früher ja, ein Lausbub. Ja? Wird ja in die Filme auch nicht so dargestellt. In den Filmen wirkt er eher zurückhaltend und relativ erwachsen im Vergleich zu. Da ist eigentlich so, dass der Merry und der Pippin die Lausbuben haben. Ja? Ist scheinbar die Birkel noch andersrum. Ne? Kann ich aber jetzt natürlich nichts sagen dazu. Aber der andere gibt gerade eben die Bestätigung. So, und jetzt, Freunde, kommen wir tatsächlich sogar noch da hin. Wir lernen jetzt den ersten Ort kennen, der im Film gar nicht erst vorkommt, nämlich den alten Wald. Hallo, Merry, Pippin, Sam, wo seid ihr? Hey, Frodo! Wir sind hier drüben! Und habt euch wohl verirrt? Diese Bäume besitzen ein Eigenleben. Bleibt, wo ihr seid. Ich finde euch. Dieser Abschnitt, der alte Wald, wird in die Filme komplett ausgelassen. Ja? Es gibt Anlehnungen dazu. Ja? Es ist im zweiten Teil da mit den Ents. Die weisen so ein bisschen drauf hin. Es wird auch, glaube ich, wörtlich einmal erwähnt vom Merry. Erinnerst du dich an den alten Wald, an der Grenze zu Bockland, da wo man halt die Theorie hat, dass im Wasser irgendwas ist, was die Bäume hochwachsen lässt und quasi lebendig macht. Diese Sequenz war eigentlich komplett im ersten Teil mit dabei gewesen. Ja, aber das haben sie halt nicht verfilmt oder rausgelassen, warum auch immer. Und im alten Wald lernen die Hobbits, ob man das heute noch sagen, weiß ich nicht, lernen wir eine Person kennen, die nicht ohne ist. Die kommt aber im Film, die wird nicht erwähnt, die wird nicht gezeigt, gar nichts. Aber so ging dann, wenn es soweit ist. Im Endeffekt muss man sagen, im alten Wald leben quasi die Ents. Ja, das ist nicht der Fangornwald, der wo im Film halt vorkommt. Dieser Wald, als hätte er einen eigenen Willen. So, und da ist jetzt tatsächlich so, im alten Wald, da der man natürlich auch mit Sicherheit speichern. Ja. Im alten Wald ist es natürlich auch so, dass so natürlich einmal die eine oder andere Kreatur auf uns wartet, die uns ans Leder will. Das ist ja im Auenland bis auf die schwarzen Reiter nicht so. Und da haben wir schon Spinnen. Werden ja in Mittelerde als dunkle Brut bezeichnet. Ja. Ungoliants dunkle Brut. Wenn man so wie Baum, ich bin kein Baum, ich bin ein Ent. Richtig. So, unsere Mission ist jetzt halt, die anderen 3 Hobbits zu finden. Wir sind hier drüben! Aha, da ist der Merry. Hau ab mit Spinnen. Ja, die werden wir noch das eine oder andere Mal sehen. Also das war jetzt die Gabelung. Wir haben von da hinten gekommen, glaube ich, oder? Ja, weil da hinten liegt die Spinne. Okay, passt. Perfekt. Unsere Begleiter kämpfen natürlich mit uns mit. Also die laufen nicht passiv einfach mit uns rum, sondern die tun tatsächlich auch was, wenn ich mich richtig erinnere. Das Augensymbol, was das darstellen soll, weist immer auf Gefahr. Oh, das ist eine Babyspinne. So, Spinnenknädel tot. Was heißt, natürlich sagen wir mir die Person halt. Und wir kommen wahrscheinlich sogar durch den alten Wald komplett durch halt. Die Sequenz ist nicht ganz so lang. Die ist nicht ganz so lang. Sind aber unflauschige Spinnen. schöne Anspielung. Unflauschig. Ungoliant war auch unflauschig. Hey, Frodo! Hey, was? Ja, wo ist er denn? Oh, mir droppt der Spinne noch. Wo ist denn der Merry jetzt eigentlich? Da hinten. Hauptsache du hast einmal hingehabt, Merry. Das ist zauberhaft, ja. Sind die nicht pummelig und flauschig? Nein, die eine ja glatt und... Ja, okay, na, vergiss das. So, dann geht jetzt nur noch das Sam ab. Jetzt mal schauen, wo der Bulle steckt.
Nicht wie ein Resi Zero. nicht ganz so, nicht ganz so. Oh, da ist wieder eine Spinne. Habt ihr genau gesehen mit deinen Gichtviehs. Da gehst her. Au! So, ich pfeife mir jetzt einmal 28 Schwammerl. Links ist beide bei unserer Gesundheit, ne? Da haben wir also einen Schwamm alleine pfiffen, damit nichts passiert. Gichtviehs. Hast du das Wort auch nicht kennen, oder was? Au! Super, au, waren meine Hobbits? Da haben sie. Da haut's einmal drauf auf das Ding. Ja, nicht daneben. Na, hier 3 sagst nix mehr. 3 Hagelstecker OP. Verstehst du aber, sehr gut. Gichtviehs. Ja gut, der Sam ist wahrscheinlich wieder im letzten Nest irgendwo. 100%. So. Da ist, das ist gut, dass die Spinnen nicht despawnen, wenn man es killt hat, weil dann kann man sich nämlich ein bisschen daran orientieren, wo man schon war und wo nicht. Ja, das ist eigentlich ziemlich gut. Da ist der Pippin gewesen. Ja, dann wird der Sam wahrscheinlich irgendwo da unten sein. Tippe ich mal. Oh, da ein Schwammerl. Mehr Schwammerl, mehr gut. Oh, da kommt ein... Oh, leck. Oh, das ist Mama-Spinne, oder? Die ist ja 3-mal so groß wie die anderen. Also es hat zwei so Prinzen, oder? Es kommt daher, wenn es eh schon halb hier ist. Ja? Da kann es auch nur zusammenhauen. Jetzt will ich gerade sagen, warum ist die Musik jetzt aus? Musik aus heißt meistens nichts Gutes. Ja, jetzt soll ich das halt wissen, gell? Jetzt haben wir da 3 Wege. Ah, da ist ein Gegner, da hinten geht es wahrscheinlich weiter. Okay. Habt ihr jetzt die Spinne angeschaut? Das hat's auch so Helden. Sehr gut. Ja, es kann halt jetzt überall hin weiter, gell? Jetzt schauen wir mal. Hilfe! Aha, da ist der Sam. Ah, da hinten ist er. Dass Kartoffeln tatsächlich so gut Ach so, da hängt die Sequenz endet Die jetzt. Mahlzeit kann wahrlich beruhigend wirken. Wo sind wir denn? Außer im alten Wald. Sehr nah am Tal der Weidenwinde. Näher sollten wir da nicht ran. Warum nicht? Das Tal der Weidenwinde soll der seltsamste Ort der Welt sein. Das Zentrum, aus dem alles Seltsame kommt, so heißt es doch. Kannst du uns um das Tal herumführen, Mary? Ich dachte es, aber da die Bäume sich bewegen, bin ich nicht sicher. Es ist, als wollten sie uns dorthin führen. Mary dachte, er kennt sich in diesem Wald aus. Aber wie soll man den Weg finden, wenn der Wald nicht stillsteht? Weißt du, dass ein Baum einen Ast nach mir ausgestreckt hat? Fast wäre ich gestolpert. Tut mir leid, dass ich uns an diesen gefährlichen Ort geführt habe. Aber wenigstens sind wir den Reiter losgeworden. Hat er nicht Unrecht. Ich darf mir auch lieber mit einer Pflanze anlegen, als mit einem schwarzen Reiter. Sag dir ehrlich, wie es ist. Wobei Baum halt, ne? Wir sehen ja aus den Filmen, wie stark die Ents sind. Da kann der Reiter halt auch anschmieren. Alter Wald, Weidenwindenweg. Wir lernen die Person noch kennen. Und da kommt jetzt dann, wenn ich mich richtig erinnere, sogar der erste Bosskampf. Also der Mr. Wert wird auf seine Kosten kommen. Schwammerl nehmen wir natürlich wieder mit. Hätte mich heute natürlich noch gerne in dem anderen Weg umgeschaut, aber ich habe jetzt nicht gewusst. Oh, Freunde der Sonne, Sicherheit speichern, gell? Also, da muss man eigentlich jetzt irgendeine Benachrichtigung einrichten, ja, dass ich Speichern nicht vergiss, weil sonst, das sage ich schon kommen, das wird uns mit Sicherheit noch mal passieren. 100%ig. Keine Ahnung, beim nächsten Stream dann, woher der Ringe, da spielen wir, was weiß ich, bis nach Moria und dann verrecke und dann kann ich
3 Stunden noch hinspielen. Kann nicht weiter. Bin müde. Ausrufezeichen, ja genau, Ausrufezeichen Bayern. Unter den Weiden ist es kühl. Kaum fliegen. Ich mag diesen Baum nicht. Traue ihm nicht. Hört ihr sein Schlaflied? Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Wir können jetzt nicht schlafen. Wir müssen hier weg. Ja, die snackte sie jetzt einfach einmal. Au. Ja, da muss ich jetzt einmal schauen. Ja, ich muss, da hat es damals eine Methode gegeben, wie man den einfach macht. Ja, jetzt pass auf, warte mal. Genau, so ist es gegangen. Oder? Au. Bringt aber ganz schön viel aus, das Gestrüpp, oder? Gut, mit einem Holzstecker gegen einen Baum zum Kämpfen. Oh, jetzt ist ihm der Osterbruder, sehr gut. Jetzt. Achtung! Oh, sachte, kleine Burschen. Wo wollt ihr denn hin, dass ihr wie Blasebälke schnauft? Was mag wohl los sein? Auf, auf! Verrat mir, was dich plagt. Der Weidenbaum hat meine Freunde gefangen. Der alte Weidenmann, ich kenne seinen Reim. Ich singe sein Mark kalt, wenn er sich nicht benimmt. Du lässt jetzt wieder heraus, alter Weidenmann. Du solltest nicht wach sein. Iss Erde, trink Wasser, geh schlafen, Bombadil Strich. Kim denkt bekannt war aus dem 2. Film, richtig, der Reim? Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke euch. Wohlan, kleine Burschen. Ihr solltet mit zum Haus von Tom Bombadil kommen. Wohin? Beim Abendessen ist Zeit genug für Fragen. Helft Tom jetzt Lilien für die schöne Goldbeere suchen. Danach setzen wir uns an einen Tisch mit Sahne, Honigwaben, Weißbrot und Butter. Worauf warten wir noch? Je früher wir die Lilien haben, desto früher gibt's Essen. Freunde der Sonne, gestatten, das ist Tom Bombadil. Kommt in die Filme gar nicht vor, wird nicht erwähnt, nicht mit einer Silbe. Wer genau Tom Bombadil ist, das weiß man nicht. Ja, man munkelt nur, dass er eines der höchsten und mächtigsten Wesen in Mittelerde ist, sogar mächtiger als der Sauron selber. Wenn ich mich richtig erinnert, sagt er in dem Spiel sogar, dass er ihm nicht einmal der Ring was anhaben kann. Ja, also wenn es mir jetzt fragt, was genau der ist, was genau er kann, das weiß niemand. Das weiß nur der Tolkien selber und das Geheimnis hat er wohl mit sich mit ins Grab genommen. Ob das seine Nachkommen wissen,
weiß kein Mensch nicht, aber über den Tom Bombadil kann man eigentlich nur so viel sagen, er ist wohl eins der mächtigsten Wesen in Mittelerde. Wahrscheinlich sogar mächtiger als der Gandalf selber. Man munkelt, er ist einer der Ainur. Also einer der Erschaffer von Arda, wenn man so wie Arda ist quasi, wenn man es lore-technisch betrachtet, der Planet Erde sozusagen. Und auf diesem Planeten liegt der Kontinent Mittelerde. Ne? So kann man es sagen. Oder so wird es gemunkelt. Was ich schade finde, ja, wie gesagt, diese Sequenz kommt im Film überhaupt nicht vor. Die wird nicht erwähnt, gar nichts. Wie gesagt, ich glaube, dass er nachher sogar sagt, wenn wir die Quest da erledigt haben mit den Lilien, dass er nicht einmal der Ring was anhaben kann. So, wieder Sicherheit speichern, damit ja auch nichts passiert. Wir werden uns jetzt da noch ein bisschen umschauen. Weil da ich kann mich noch ganz finster erinnern, da kommen jetzt einige Spinnen. Der Tom Bombadil läuft einfach nur den Fluss auf und ab. Ja, der hat einen ganz eigenartigen Gang. Wir müssen 12 Lilien pflücken und da gibt es natürlich auch noch Olahorn Schwammerl zum Finden. Den nehmen wir jetzt natürlich mit, weil wir jetzt doch ein bisschen was gebraucht haben gegen den Weinmann. Genau, und da haben natürlich auch wieder Mordsspinnen. Ach, die gehen auf meine Hobbit-Freunde los, oder wie? Sehr gut. Ah, da ist eine Lilie. Eine Wasserlilie. Mit dem in einen Tag führt, ja tatsächlich. Goldbeeres Lieblingsblume. Goldbeere, zur Erklärung, ist wohl die Frau vom Tom Bombadil. Ob die allerdings ein höheres Wesen ist, das weiß ich nicht. Das müsste der Mr. Anderl wissen. Der kann uns da bestimmt was sagen dazu. Ob die wird in die Birke mit Sicherheit auch erwähnt. Aber inwiefern, ob die jetzt irgendwie einfach eine stinknormale Frau ist, ob die menschlich ist, ob das, weiß ich nicht. Göttliches Wesen ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ah, da hinten ist auch so eine Lilie. Und vermutlich Pilze. Oh, dann sogar 2 Lilien. Okay. Wenn wir da hinten schauen. An A-Lilien. Ja, und Spinnen, ne? Ist ja klar. Alle Lilien können ja nicht unbewacht sein. Au. Nö. So, wieder. Wo hatten die anderen? Da geht aber jetzt einer ab, oder? Lul. Ja, dann nochmal Spinnen. 2, 3. Oha, jetzt wird's ein wenig ernster da. Das Coole ist, bei den Schlägen, du staggerst halt immer die Gegner aus. Das heißt, wenn du die einmal in der Schlagmechanik drinnen hast, dann kämen die da eigentlich nicht mehr aus. Also zumindest bei den Spinnen ist das so. Das ist dann später bei den Orks auch so ist, das weiß ich tatsächlich nicht. Nice. Sind wir wieder bei voller Gesundheit. Wie viel haben wir denn mehr jetzt eigentlich? 6, okay, also Hälfte. 6 von 12. Was war das? Da hat gerade irgendwas hat da gerade einen Laut von sich gegeben. Ah, da hinten an Lilien, okay. Ja, ich habe aber tatsächlich Erinnerung, dass da viel mehr Pilze gewesen sind. Die Musik erinnert mich tatsächlich ein bisschen an das allererste Dark Souls.
Aber jetzt... Ja, die Lilien habe ich. Okay, nice. Okay, der Sam verhaut die Kleine, das ist gut. Oder nimmt sie es. Achso, ja, die ist schon hier, okay. Du kannst direkt einschlupfen bei der Muse. Okay. Dann mal schauen. Ah, da haben wir mal. Sehr gut. Pilze gibt's hier. Da hinten ist auch noch etwas. Haben wir von Gandalf unter anderem Ältester genannt. Im Endeffekt weiß man nicht, welcher Art er ist. Nur, dass er eine mysteriöse Gestalt ist und mit seiner Frau Goldbeere am Rande des alten Waldes wohnt. Viel ist wirklich nicht bekannt. Damit habe ich mich auch schon beschäftigt. Dieses Wesen hat Tolkien mit sich genommen. Ja. Das hat die gängigsten Theorien haben halt, dass er halt einer der Schöpfer ist. Oder halt ein sehr, sehr hohes Wesen, was weit über den Gandalf steht. Zur Erklärung vielleicht, die wo das nicht wissen, der Gandalf ist nicht einfach nur irgendein Zauberer, ne? Der Gandalf ist in der Welt von Herr der Ringe oder in der Welt von Tolkien ein sogenannter Maya, ja? Das kann man vergleichen mit einem Engel. Ja? Also er ist jetzt nicht einfach irgendein sterbliches Wesen, der Gandalf ist basically unsterblich. Ja? Das erklärt also ein bisschen, das kommt im Film so ganz, ganz beiläufig ein bisschen vor, wo er ja im zweiten Teil erklärt, wie er zurückkommt, so quasi. Er wurde zurückgeschickt, bis meine Aufgabe erfüllt sei. Ja? Der wird nicht einfach nur zurückgeschickt, sondern der Gandalf kann halt so gesehen eigentlich nicht sterben. Ja, weil er halt einfach ein gottgleiches Wesen ist. Und das gilt nicht nur für den Gandalf, das gilt natürlich auch für die anderen Zauberer. Ja? Das gilt für den Saruman, das gilt für einen Radagast und das gilt auch für die anderen zwei Zauberer, die man aber tatsächlich nie sagt. Ja, dann mal die Babyspinne aus dem... Achso, wir haben 12. Ja, okay, nice. Er ist einfach, wie er stolziert. Ja. Wie wenn ein Stecker im Ohr steht. Kann man mit dem reden? Achso, ja, da müssen wir ja, stimmt. Wenn wir jetzt mit dem reden, ist ja die Quest vorbei. Da werden wir uns aber jetzt noch umschauen. Ja. Da gibt es jetzt zwar noch Lilien, die uns per se nichts bringen, aber vielleicht können wir noch den einen oder anderen Schwammerl finden. Und der war ja nicht verkehrt. Hey, Hobbit-Freunde, wo? Ah! Okay. Oh, da lebt der da eine. Okay. Absolut richtig erklärt. Dankeschön. Ja, ich hab mich dann, ja, vor 3-4 Jahren oder so, habe ich mich dann einmal so ein bisschen mit der Lore befasst, wie das ein wenig zusammenhängt. Ich kenne natürlich auch nicht alles und weiß natürlich auch viel nicht, aber es ist halt dann tatsächlich also so ganz interessant, wenn man mal so ein bisschen die Hintergründe von dem Ganzen, ja, erforscht, wenn man so will. Ist auch so der Grund, auch vielleicht zur Erklärung dazu. Der Gandalf sagt ja, er hat ja panische Angst vor dem Ring im Endeffekt. Ja? Er sagt ja, wenn er den Ring nimmt, wird er genauso eine große Gefahr wie der Sauron. Das ist tatsächlich dem geschuldet. Der Gandalf war ja grundsätzlich so mächtig wie der Sauron, aber der ist quasi von seine ja, Bosse, wenn ich so will, von den Valar, die stehen nochmal überall, die sind dann Götter quasi. Dem seine Macht auf Mittelerde ist gedrosselt worden. Die haben den mit gedrosselter Kraft oder gedrosselter Macht nach Mittelerde geschickt, damit eben nicht das gleiche passieren kann, wie es beim Sauron gewesen ist. Der Sauron ist ja einfach im Grunde genommen auch eine Gottheit, aber der ist halt einfach korrumpiert, der ist einfach base geworden. Ja? Der ist auf Mittelerde gekommen noch bevor, dass sie ihm irgendwie mehr oder weniger Macht nicht mehr haben können. Also so ungefähr. Kann natürlich jetzt ein bisschen abweichen von dem, was ich gesagt habe. Ne? Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob der Sauron nicht auch Stufen höher ist wie der Gandalf. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ob der nicht sogar ein Valar ist, aber normalerweise nicht. Normalerweise haben das alles, na, sagt man's.
Ja, Engel, sozusagen. Jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. 1 Uhr. Nein, 1 Uhr haben Schöpfer. Au! Ja, gegen 3 unflauschig. Ja, Arbeitsteilung, da tun wir es ein bisschen leichter dran. Sehr gut. Und ein paar Schwammerl. Ja, das war schon gut, dass wir noch ein paar Schwammerl aufsammeln. Oder ist schon gut, weil wir brauchen es auf alle Fälle. Vor allem später. Später haben wir froh, wenn wir welche haben. Aber jetzt dürfen wir... Ah, da hinten steht noch was. Jetzt dürfen wir aber dann langsam alles haben. Da unten haben wir... das ist eine Lilie, okay, die ist wurscht. Weil wir haben ja mehr als genug. Gut, dann gehen wir zum Tom. Wenn wir ihn finden, ne? Sauron war Maya, okay. Da ist er, der Tom. Hallo, Tom? Schöne Lilien für die schöne Flusstochter. Kommt, gehen wir zu ihr. Okay. Ripsi, abgesehen davon, willkommen auf dem Discord-Server. Schön, dass du bist. Lacht und seid fröhlich. Ich bin Goldbeere, Tochter des Flusses. Hier ist meine Goldbeere. Vielleicht fürchtet ihr euch immer noch vor Nebel und Baumschatten. Fürchtet euch nicht, denn heute Nacht seid ihr unter Tom Bombadils Dach. Wer seid ihr? Was? Kennst du meinen Namen nicht? Er ist Antwort allein. Denn wer bist du ohne deinen Namen? Doch, ihr seid jung und ich bin alt. Ich bin der Älteste. Tom war vor dem Fluss und den Bäumen hier. Tom erinnert sich an den ersten Regen. Das erste große Volk, das erste kleine Volk. Er war vor Königen und Grabunholden hier, bevor die Elben westwärts gingen und das Meer geformt wurde. Bevor der dunkle Herrscher von außen kam. Sein kostbarer Ring hat keine Macht über Tom Bombadil. Und nun, meine Freunde, ist es Zeit für das Essen. Wir bekamen unser erstes gutes Mahl seit langem, sangen Lieder und erzählten Geschichten bis in die Nacht. Da hat er es eigentlich noch mal erklärt. Der Tom Bombadil war der Erste. Euch an das grüne Gras. Lasst euch nicht mit alten Steinen oder kalten Unholden ein und späht nicht in ihre Häuser. Hier ist ein Lied für euch, solltet ihr in Gefahr geraten. Oh, Tom Bombadil, bei Wasser, Wald und Weide. Boah, wie sie tanzt. Bei Feuer, Sonne und bei Mond, höre unsere Bitte. Gefahr droht uns, Tom Bombadil, komm in unsere Mitte. Danke, Tom Bombadil. Sputet euch, werte Gäste, nach Norden mit dem Wind im linken Auge. Gesegnet seien eure Schritte. Hurtig, solange die Sonne scheint. Lebt wohl, Freunde. Fröhlicher Besuch. Der alte Wald, Hügelgräberhöhen. Freunde der Sonne, die Hügelgräberhöhen, auch diese kommen im Film nicht vor. Ja, werden wir jetzt auch dann heute nicht mehr hinschauen. Also wir gehen jetzt noch in das Gebiet und dann hauen wir da einen Hut drauf. Aber die Hügelgräberhöhen ist das nächste Gebiet, was im Film nicht vorkommt. Sondern nur in den Büchern. Ah, da haben wir Schwammer. Siehst du das? Gut, da haben wir runtergeschaut. Wie jetzt? So. Ja, aber meine Unterhaltung kam mit einem Geistigen. Er meint, dass Tolkien in gewisser Weise auch versucht hat, die Geschichte von Lucifer neu zu erzählen. An sich hat er nicht Unrecht in Bezug auf Sauron. Das habe ich schon gehört, dass die Geschichte von Mittelerde, also diese gesamte Geschichte, nicht nur der Herr der Ringe, sondern alles, was davor ist und alles, was nach dem Herr der Ringe passiert, also zumindest das, was halt noch ein wenig überliefert ist, soll so ein bisschen die Entstehungs- und, ja, das soll die Schöpfungsgeschichte der Menschheit im Endeffekt so ein bisschen widerspiegeln, ne? Also habe ich mal sagen lassen, ob das dann tatsächlich wirklich so ist, das, ne, weiß ich nicht, aber er selber, der Tolkien, also das Liedl von Luthien und
Beren. Ja, das beschreibt ja im Endeffekt seine Beziehung zu seiner Frau. Also im Endeffekt 1:1 die Geschichte. Also der Tolkien, das war ein unfassbar schlauer Kopf. Und der Tolkien hat, soweit ich weiß, alles in seiner Welt, ja, von Herr der Ringe plus minus alles, was dazugehört, ergibt immer irgendwie einen logischen Sinn. Alles hängt irgendwie logisch zusammen. Also ein unfassbar schlauer Kopf gewesen. Das ist ein Federknädel. Das stimmt mit dem Lied und es ist so schön, da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut. Ja, das sind halt so die kleinen Details, die wo im Herr der Ringe so an und für sich ja nicht erklärt werden, die wo halt einfach, da wo du halt nachträglich damit beschäftigen musst. Okay, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da hinten ist ein Schwammerl. Ja, da waren auch Schwammerl. Sehr gut. Kommen wir da hinterher? Ja, tatsächlich. Okay, da ist dann gekappt. Achso, da können wir dann außen rum. Ja, okay, da ist die hinten vom Tom Bombadil. Okay, ja, passt. Perfekt. Kämen die anderen? Achso, die kämen mir da entgegen, okay. So, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, müssen jetzt davor die Hügelgräber erhöhen, müssen noch Wölfe kommen. Bin mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine aber ja. Weil da vorher gerade das Auge, also links oben, das soll das soll das Augensymbol vom Sauron mehr oder weniger. Ja, okay. Oh, wie er winselt. Normal verhau ich keine Hunde, aber es hilft halt nicht. Vorsichtshalber. Okay. Oh, das ist auch ein Wolf. Oh, das Winseln ist so lieb. Also, ne? Au. Oh, wie ich jetzt instinktiv nach rechts geschaut habe, weil ich mir gedacht habe, da haben Pilze. Sehr gut. Ein unflauschiger Flauschknädel. Okay. Die Hügelgräberhöhen. Hier ist selbst Tom vorsichtig. So, Freunde der Sonne, da kommt jetzt normalerweise gleich eine Cutscene. Und da werden wir davor jetzt speichern und an der Stelle für heute einen Cut setzen. Okay? Diese Sequenz, wir haben heute schon ein bisschen was gesehen, was man im Film nicht sagt. Der alte Wald, die komplette Sequenz, ja, ist natürlich ein bisschen sehr einfach dargestellt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da im Film natürlich auch, im Birkel natürlich auch viel, viel ausführlicher darüber geschrieben wird, als wie es im Spiel dargestellt wird. Es ist aber immerhin etwas. Ja. Es ist mehr, als wie man im Film sagt. Man erfährt vielleicht ein bisschen was an Hintergrund, was man in die Filme nicht vermittelt kriegt. Und dieser Abschnitt jetzt, die Hügelgräberhöhen,
ist der nächste Abschnitt, der auch in den Filmen nicht vorkommt. Ja? Das schauen wir uns aber heute nicht mehr an. Das machen wir beim nächsten Mal dann. Ja? Dann haben wir noch ein wenig etwas davor. Wir haben ja jetzt ungefähr haben wir jetzt 30-35% vom Spiel bereits schon gesehen. Ja? Also die Spiele, die 3 Teile, quasi die Trilogie, die haben nicht unfassbar lang. Deswegen heben wir es uns ein bisschen auf, verhorzen wir es nicht. Ich bin am Überlegen tatsächlich, ob wir direkt alle 3 Spiele am Stück nacheinander streamen, weil die eben nicht sonderlich lang haben. Allein der 3. Teil ist wahrscheinlich eine Sache auf maximal 2 Streams. Also das dauert tatsächlich nicht lang. Der erste Teil wird uns noch wahrscheinlich... Den zweiten habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf, den habe ich glaube ich gerade 2 oder 3 Mal gespielt damals. Da kann ich jetzt nicht sagen, wie viele Spielstunden das uns der beschäftigen wird, aber ich weiß vom 3. Teil, dass der nicht sonderlich lang ist. Ist aber von den 3 Spielen mit Abstand der geilste. Aber gut, das schauen wir uns dann an. Wie hat es euch denn getaugt? Das darf mich interessieren. Was ist jetzt so eng? Wir haben jetzt gut 1,5 Stunden haben wir jetzt gespielt. Was haltet ihr von dem Spiel? Ja, es ist ein bisschen edgy, brauchen wir nicht reden, aber es war halt A, eine andere Zeit. Aber auf der anderen Seite, also B, man kriegt halt doch ein wenig mehr mit als wir im Film, finde ich. Oder zusätzlich noch was mit vom Film, sagen wir es so. Oder zum Film. Flauschig, ich find's mega geil, ist flauschig, sehr schön. Genau das will ich hören. Dann habe ich ja quasi mit dem Mittelerde-Genre einen guten Nerv getroffen bei euch. Vor allem mit eurem Hintergrundwissen. Ich tatsächlich, ich hab nicht wirklich viel Hintergrundwissen, ich weiß nur ein bisschen was. Meine Freundin, also quasi eine aus dem Reitstall, die hat Silmarillion gelesen, also das ist quasi die komplette Vorgeschichte zu Herr der Ringe, also wie alles entsteht und so weiter und so fort, die ist richtig fit in dem Thema. Und mit der habe ich auch schon ein bisschen über die neue Serie diskutiert. Und was die an Infos weiß, das ist wirklich kriminell. Das ist wirklich kriminell, was die alles weiß. Und wie das alles zusammenhängt. Und das macht halt, wie ich gesagt habe, es hat immer irgendeinen logischen Sinn. Das ist nicht irgendwie einfach random aus der Luft gegriffen, sondern die ganzen Fäden, die wo da der Tolkien verwoben hat in der Geschichte, das macht am Ende des Fadens immer einen Sinn. Es ist brutal. Also zu Herr der Ringe, das ist so tiefgründig, wenn es das jetzt nicht nur auf die Filme begrenzt, das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. So, jetzt passt's auf. Jetzt mache ich da mal schnell. Habe ich jetzt gespeichert? Ich glaube schon, oder? Der haben wir noch mal Sicherheit speichern. Ne? Das wollen wir ja nicht riskieren. Ja? Nicht, dass ich jetzt da 2 Stunden nachspielen muss. Das war ja nichts. Gut, 2 Stunden müssen wir nicht nachspielen, weil spätestens beim Tom Bombadil haben wir ja gespeichert. Gut. So, dann nochmal speichern. Gut. Dann kann ich jetzt da auch ruhigen Gewissens zumachen. Perfekt. So, dann machen wir mal Musik. So. Gut, heute natürlich ein bisschen ein kürzerer Stream, als wir es am Wochenende gewohnt hat. Dafür machen wir morgen wieder ein bisschen länger. Ja, morgen machen wir das Last of Us Finale. Da werden wir mit Sicherheit also wieder zwischen 2 und 4 Stunden live sein. Ich glaube, das passt dann auch. Speichern ist Gold wert. Wenn wir heute was gelernt haben, Freunde der Sonne, Speichern ist wichtig. Vor allem bei Spielen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ja? Haben wir heute einfach was gelernt. Ja? Heute hat jeder profitiert davon. Jeder Anwesende. Ja? Und jeder, der wo das später auf YouTube sagt, lernt es aus meinem Fehler. Wobei man sagen muss, es war jetzt nicht so dramatisch, weil wir ja noch nicht so weit im Spiel gewesen waren. Jetzt stellt euch vor, ich war jetzt zu dem alten Wald gestorben und müssen wir dann wieder alles nachspielen. Dann hätte sie sich tatsächlich gezogen. Aber so war es auch auf 3 oder 4 Minuten, was wir da einfach nachgerannt haben. Also überhaupt nicht dramatisch. Lieber am Anfang wie am Ende. Speichern ist OP, absolut. Schokolade ist auch OP. Du, ist nicht schlimm, es war ein richtig schönes Spiel, hast richtig geil ausgesucht und gestaltet. Bazi loben, Mods loben, Chat loben. Ist halt überhaupt ein Motto? Die nächste Frage, haben wir überhaupt ein Motto? Aber ja, darf man natürlich auch, es ist nicht einmal ein Motto. Ich bin halt auf mich allein gestellt. Aber ja, Mods darf man auch loben, sowieso klar. Da ich das jetzt auch vorher mal erwähnt habe, ich glaube,
Boah, leck, jetzt, Moment. Jetzt habe ich gerade Brain Lag. Ja, okay, passt. Weil ich es ja vorher mal erwähnt habe. Ich habe vorher mal erwähnt, dass wir einen Shoutout für die Marschall machen müssen. Ich kennt es wahrscheinlich eh schon alle, aber für den Fall, dass es jemand nicht kennt, unbedingt draufschauen, aufs Herzl drucken. Ist die Frau der 1000 Gesichter, momentan sehr in dem Resi-Genre verfallen. Unbedingt draufschauen, gibt's viel Horror-Content, gibt's gelegentlich Cosplays, gibt's gelegentlich Make-up-Streams. Also da wird's bestens versorgt. Ja, also unbedingt einmal draufschauen. Ich weiß jetzt nicht, wer streamertechnisch sonst noch ist, da ist, sonst da die anderen auch noch shoutouten, aber ja. Die reden sich dann schon. Aber auf alle Fälle gerne mal draufluschern, gerne auch mal aufs Discord kommen, da habe ich einen eigenen Channel, da wo eben befreundete Streamer gefeatured werden, wenn es live gehen. Da habe ich mir sagen lassen, da hat der eine oder andere schon den einen oder anderen Streamer gefunden, der wo ihm gefällt. Vielleicht ist das selbst eh. Der Mr. Ripsy hat es heute schon vorgemacht, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Der ist schon auf dem Discord gedroppt. Sehr schön. Darf er gern weiter wachsen. Ja, einfach Ausrufezeichen Discord. Kann ihn gar noch schnell einer rutzen, wenn es wirklich ist. Da ist der Bazi einmal selbst der Mann. Ja? Muss auch mal sein. So, da ist der Discord-Server. Wer Interesse hat, gerne mal draufkommen. Die meisten von euch haben eh schon drauf, aber nur der Vollständigkeit. Aber ja, die Wifi, die wirft auch noch mal nach, damit ja nichts passiert. Glaube ich noch da. Sehr schön. Also, willkommen auf dem offiziellen Bazi-Server in Discord. Auf dem offiziellen Discord von der Bazi-Gang, so wollte ich sagen. Entschuldigung. Gut. Also, wie gesagt, ich spiele echt mit dem Gedanken, weil, wie gesagt, die Spiele alle samt nicht allzu lang haben, dass wir dazu dazu stehen. Sollte man einfach gleich hergehen und sagen, hey, zieh die Trilogie auf einen Schnall jetzt durch, also, ne, spieletechnisch nacheinander, oder soll ich dazwischen wieder was anderes einzwicken? Das war, stimmt, ein Shoutout für die Wifi, ja, den können wir natürlich auch noch mal, das ist aber sowieso klar. Das ist aber sowieso klar. Den können wir natürlich auch machen. Da hast du Mr. Opsio, da haben sie gar nicht unrecht, gell? So, bei der Wifi dürfen wir natürlich auch mit drauf schauen, das ist aber sowieso klar. Da auch gerne aufs Herzl drücken. Da gibt es Bastelstreams und demnächst sogar Gaming-Streams. Ja, da darf es auch nichts versammeln. Also auch da gerne mal aufs Herzl drücken. Zemkrovive hat heuer ein Streamer, oder vor kurzem, letztes Jahr, im Oktober glaube ich, hat es angefangen. Sehr zauberhafter Content, macht das wirklich super für das, dass sie noch neu in der Streaming-Szene ist. Also wirklich gerne mal draufdrucken und Liebe da lassen, weil das kostet nichts. Ja. Followen kostet nichts. Ja. Darfst da bei mir gerne noch followen, wenn du heute neu bist oder wiederkehrend bist. Kostet nichts, aber da hat man schon mal helfen. Wir haben mittlerweile die 250 Follower-Marke geknackt, tatsächlich. Das ist eine sehr zauberhafte Zahl. Zieh durch damit wir nicht am Fahren verlieren. Und ja, alle Spiele spielen. Ja, einmal volle Dröhnung bitte. Okay, dann machen wir ab nächster Woche praktisch mit einem Projekt quasi ein Herr der Ringe Marathon. Okay, alles klar, ausgeschmatzt. Dann ziehen wir Teil 1, 2 und 3 und einen Dusch durch. Passt. Sauber. Ja, es wächst langsam, aber stetig weiter. Sauber. Die armen Lurker. Da hat ihm der Mike mit Lurker aus dem Bett schrecken müssen. Das hilft ihm nicht. Einmal muss das sein. Das war komisch, wenn das nicht war. Hab ich dir, Mike. Gut. So. Mal schauen, ist da so noch irgendwer live? Moment mal gucken. Der Mozart macht auch nicht mehr allzu lang. Der hat gesagt, der macht Mittag Feierabend. Wobei er noch live war. Tatsächlich. Ja, gehen wir zum Mozart, meine. Ah, super! Sehr gut. Mr. Sordon, hab ich dir. Alter Kämpfer, danke dir für dein Raid. Grüß Gott beieinander. Wie geht's euch? Ich brauch nicht,
ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, dass ich bayerisch rede. Wie geht's euch? So, dann habe ich die. Wie geht's da? Leute, schaut's gerne mal beim Zorum vorbei. Retro-Streamer, sehr sympathischer Kerl. Gerne auch da mal aufs Herzl drücken, wer es noch nicht da hat und wer ihn nicht kennt. Streamt auch, ja, da schaut was zum Bayerisch, oder? Wie sage ich das? Gerne mal ein bisschen einen Supporter lassen. Für den lieben Chris. Alles fit? Ja, selbstverständlich. Bei dir auch. Wir waren heute einmal in der Retro-Kategorie unterwegs. Schon ziemlich aus, sehr gut. Was hat's denn bei euch gegeben? Retro offensichtlich, ne? Aber was genau? Servus, ihr geschmeidigen Raider. Genau so nämlich. Terranigma, okay. Ja, wir haben uns halt auch mal ein bisschen in die Retro-Szene begeben. Ja, wir haben jetzt zwar keinen klassischen Nintendo-Titel nicht gespielt, aber wir haben uns halt einmal mit Herr der Ringe angefreundet. Herr der Ringe, die Gefährten haben wir gezockt. Ja. Wir haben jetzt quasi auch schon auf den Sprung. Jetzt hab ich selber gerade nach einem Raid-Ziel gesucht und da bist du in der Liste gestanden. Und dann hast du gedacht, ja, da grätsch aber ich jetzt vorher rein. Sehr gut. Bei dir ist fit, soweit. Ich hoffe doch. Ist ja auch voll geil. Es ist, ja, die Community, die ist sehr begeistert davon. Der Mozart freut sich sicher. Ja, jetzt ist von meiner Liste aus gerade mehr noch der Mozart online. Darf ich einen empfehlen, da macht einer aus Leder, Geldbeutel, Gürtel und alles mögliche. Andal schreibt mir den einfach einmal auf Discord, den behalten wir dann einmal in den Hinterkopf oder ich schaue mir dann einmal an. Aber ich darf dann jetzt tatsächlich eher zum Mozart gehen, weil der macht Musik und ich bin ihm quasi heute ein bisschen reingegrätscht. Durch das, dass ich halt spontan gestreamt habe. Dann darf ich ihn jetzt zu ihm schicken. Damit alles ein wenig in der Community bleibt sozusagen. Na, es geht wieder, die letzten Wochen war ich so ein bisschen down. Krank gewesen oder wegen was anderem. Musst natürlich jetzt nicht in den Chat schreiben, wenn es nicht willst. Ne? Kannst mir auch privat schreiben, wenn es Probleme gibt oder so. Aber gut zum Hören, dass da wieder besser geht und dass du wieder voll im Streaming-Business angekommen bist. Ah, okay, Sekretär. Ich Sekretär die Mandal, passt. Perfekt. Den check ich noch einmal aus. So, Freunde. Genau. Morgen fangen wir an um 10. Sicher aber die. Morgen fangen wir an um 10. Wie gesagt, Last of Us Finalstream. Da ziehen wir es dann durch. Und mit Herr der Ringe spielen wir dann wahrscheinlich am Mittwoch weiter. Ja, also der Plan war jetzt morgen eben der Last of Us Finale. Montag spielen wir dann mit Ezio weiter in Assassin's Creed. Und am Mittwoch darf man wieder mit dem Frodo und seine Gefährten umeinander rennen. Den genauen Plan schreibe ich aber dann noch ins Discord, wenn ich genauer weiß, was Sache ist. Der kommt dann irgendwann im Laufe des morgigen Abends, denke ich jetzt einmal, da weiß ich dann schon ein wenig mehr. Aber so ungefähr steht jetzt einmal der Beta-Plan. Danke für den Shoutout, gern. Nicht für das. Gern. Du machst auch so viel Werbung. Hab gerade mit der Mama telefoniert. Ja, die Mama geht auf alle Fälle vor, da war sie direkt aus. So. Gut, dann gehen wir jetzt ganz galant zum Mozart kommen. Der spielt ein wenig Musik. Ja? Der freut sich sicher. Gern bei ihm auch noch ein wenig ein Timerling und so weiter da lassen. Wer es noch nicht da hat, wer ihn nicht kennt, der kommt aus Österreich. Der macht Mundart und englische Streams. Ja? Also, wenn sie einmal jetzt heute auf Deutsch reinrutzt, dann wird er mit Sicherheit auf Österreichisch oder halt auf Deutsch antworten. Genau. Bitte einfach ein bisschen Liebe da lassen für ihn. Ist Moderator bei mir unter anderem und schon langmonatiger Abonnent. Also gerne mal aufs Herz drücken, wer es noch nicht da hat. Happy Birthday an Frau Bazi. Richtig aus, Freunde der Sonne. Gut, dann sage ich merci fürs Zuschauen. Danke, dass wieder dabei wart. Danke für den ganzen Support heute wieder mit den ganzen Resubs. Wir hören und sehen uns dann morgen in der Früh zu The Last of Us. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mozart, einen schönen Samstag. Später habt ihr unfassbar viel Content-Tiefe mit den Sam Crows, mit der Marshall. Wie gesagt, die Leute auch unbedingt einmal auschecken, wer es noch nicht da hat. Und dann
glaube ich, bringt es den Samstag ganz gut rum. Wieso schon aus? Sind jetzt auch da? Ja, wir haben ja die 2 Stunden ungefähr erreicht. Birgit, habe ich die Ehre. Du kannst ja die Worte gerne jetzt dann auf Twitch gleich noch anschauen, war eine sehr zauberhafte Begegnung. Ja, da habt ihr es nochmal. Der John Siegehaut, schaut jetzt nochmal einer. Da könnt ihr dann drauf schauen. So, Raid Command auch im Chat. Einfach kopieren für Subs und für Non-Subs. Einfach das kopieren, was braucht und dann beim Modsack einfügen. Das schauen wir uns jetzt auch gleich an. Auf Twitch ist sowieso sofort gespeichert, ja. Gut, in dem Sinn, Leute, einen schönen Samstag euch. Wir hören uns morgen. Merci nochmal für euch. Schön, dass du wart. Einen schönen Nachmittag euch und haut's euch rein und bis morgen. Viert euch.